Morgen! Das ist Europa. Nicht immer perfekt, aber immer lebenswert. Das Kölner Dreigestirn 2017. Ich habe ein Stimmungsfeuerwerk vorbereitet, das wird nachher noch ein Riesenspaß. Herzlich willkommen zur Fernsehsitzung Karneval in Köln des Festkomitees des Kölner Karnevals in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk. Das Motto der Session 2017 lautet: Wenn wir uns pensen, sind wir von de Söck. Wörtlich übersetzt: Wenn wir unsere Kinder sehen, sind wir von den Socken. Ja, wir sind oft überrascht, wie die Kinder handeln und was sie sagen. Und so war Auslöser dieses Mottos die Antwort eines Kindes auf die Frage: Sag mal, habt ihr auch Ausländer bei euch im Kindergarten? Antwort: Nein, bei uns im Kindergarten haben wir nur Kinder. Ja, und so haben wir heute Abend auch eingeladen, natürlich die Kinder, unsere Pens, nämlich Tanzpaare aus 25 Kinder- und Jugendtanzgruppen und das Kölner Kinderdreigestirn. Wenn wir uns pensen, sind wir von der Söck. Genau, so lautet in ganz Köln das Motto. Und nun wird nicht mehr lange rumgeiert. Fast die Lobenfalle, jetzt wird gefeiert. Hey, wenn wir uns pensen, ist am besten von der Söck. Beste von der Söck. Beste von der Söck. Wenn fast die Loben spielen hier in Köln ganz verrückt. Ganz verrückt, da bist du von der Söck. Schalala, 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 schalala. Hey! Auf uns, Pens, uns das Kölner Kinderdreigestirn. Drehen wir von Hetze, Kölle! Kölner Kinderdreigestirn. Pens von Kölle. Dankeschön. Martha der Fortgut. Dieses Jahr hat er sein 25-jähriges Bühnenjubiläum und deswegen trägt er auch eine schwarze Fliege. Und wenn ich jetzt das weitere Äußere beschreibe, wissen Sie schon, wer kommt. Ein roter Anzug, rote Schuhe, blondes Haar. Hier ist Guido Kanz. Morgen! Wie ist es? Ja, das stimmt. Wie unser Präsident richtig sagte, meine Damen und Herren, habe ich in diesem Jahr etwas zu feiern, mein Blondileum. Ich stehe seit 25 Jahren im Kölner Karneval auf der Bühne und es ist sehr schön, dass wir heute zusammen feiern können. Super! Yeah! Wuhu! Ja. Toll, 1992 war meine erste Session. Das kann man sich gut merken. Das war genau 50 Jahre vor der Eröffnung des Berliner Hauptstadtflughafens. Ja, und das war eine andere Zeit, Freunde. Wir hatten noch gar keine Telefone, keine Handys. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Sie haben ja auch eins liegen gerade. Damals keine Telefone. Wahnsinn, ne? Oder? Heute gibt es Telefone, die darf man gar nicht mehr mitnehmen. Ich bin nach Hamburg geflogen, Richtung Lutz Marmors Heimat und habe dann eine sehr schöne Ansprache gehört am Flughafen. Meine Damen und Herren, Besitzer eines Samsung Note 7, bitte geben Sie das Gerät vor dem Flugzeug ab. Warum? Die Geräte können explodieren. Da kommt der Name wohl auch her. Samsung, boah.
Ich habe mir im Dezember eine ganze Palette bestellt, die waren günstig. Für Silvester war mal was anderes. Und danke. Wir haben damals noch Autogramme geschrieben. Das macht kein Mensch mehr. Heute gibt es Selfies. Ich würde auch gerne mal eins heute Abend. Können wir ein Bild machen? Ist das okay? Ich habe extra mal ein Gerät mitgebracht. Foto, Moment. So. Ist irgendjemand krank geschrieben, der nicht drauf darf oder so? Danke. Ja, das hört man nicht. Das ist kein Tonfilm. Es war nur ein Bild, aber es ist schön, ja. Wahnsinn, nur noch Bilder. Ich mache in so einer Session 800 Fotos. Jetzt kommen schon junge Männer zu mir und sagen, ey, können wir ein Selfie machen? Ich sage, natürlich. Jetzt hatte der so eine Verlängerung dabei. Ich sage, was ist das denn? Ey, krass. Selfie-Stick. Ich habe ihm dann erklärt, man sagt nicht mehr Selfie-Stick, man sagt Deppenzepter oder Vollpfostenantenne. Ob Kölsch heißt das Gerät Bilderstöckchen. Und das ist ein Wahnsinn, alles neu heutzutage, nicht? Viele Worte gab es auch noch gar nicht damals, also als ich angefangen habe. Damals das Wort chillen zum Beispiel. Müssen wir das dem Elberrad erklären? Chillen? Ja, Achim, pass auf. Also chillen ist die Kunst, sich beim Nichtstun nicht zu langweilen. Alle, die bei der Stadt Köln arbeiten, wissen, wovon ich hier oben spreche. Man muss fairerweise sagen, wenn früher bei uns ein Kind gechillt hat, dann hat das so ein fieses Pflaster am rechten Auge gehabt. Die Kinder haben gechillt. Das war eine andere Zeit. Oder wie oft sagen wir am Tag, muss ich gerade mal googeln? Ich sage das bestimmt 3-mal. Warte, muss ich gerade mal googeln. Das Wort gab es damals noch gar nicht. Googeln war damals noch sächsischer Weihnachtsbaumschmuck. Die Kugeln, na klar. Das ist der lustigste Dialekt unter Gottes Sonne. Ich habe das damals schon vermutet. Ich habe, als ich angefangen habe, auf der Bühne erzählt, es treffen sich 2 Männer. Der eine sagte, ich bin Kraftfahrer vom Beruf, ich fahre jeden Tag Berlin, Hamburg, Hamburg, Berlin, das ist gut. Der andere sagte, also ich fahre auch jeden Tag Hof, Halle, Halle, Hof, Hof, Halle, Halle, Hof. Sagt er, warte, fährst du auch LKW? Sagt er, nee, Gabelstapler. So. Jetzt bin ich natürlich gefragt worden, Herr Kanz, wie lange wollen Sie das denn noch machen? 25 Jahre auf der Bühne. Du hast auch Jubiläum, Markus, ne? Auch 25 Jahre. Wahnsinn. Gerne. Markus Kurt. Ja. Es gibt Leute, die stehen noch länger auf der Bühne. Die Rolling Stones. Also da haben wir noch Zeit. Das Problem ist, ich musste vor kurzem einem 15-jährigen jungen Mann in Köln erklären, wer die Rolling Stones sind. Das war nicht einfach. Der kannte Justin Bieber, Tim Bendzko, hatte von Stones noch nie was gehört. Was willst du dem Mann erzählen, dem Jungen? Ich habe dann irgendwann gesagt, ja, Jason Rüdiger, boah. Rolling Stones ist im Prinzip Körperwelten mit Stromgitarre. Ja, was soll ich sagen? Ja. Komm, es ist so. Die Stones sind mittlerweile so alt, die spielen bei ihren Konzerten Satisfaction schon als erste Nummer, weil die gar nicht so genau wissen, ob Keith Richards am Ende überhaupt noch lebt. Ja? Wobei Mick Jagger dagegen sehr aktiv ist, das muss man sagen. Mick Jagger ist im letzten Jahr, vielleicht hat jemand es gelesen, mit 73 zum 8. Mal Papa geworden. Man spricht schon von der Ursula von der Leyen des Rock'n'Roll. Ja. Und das muss sehr schön sein. Mick Jagger wollte bei der Geburt dabei sein, das muss toll gewesen sein. Der ist so Richtung Kreissaal gegangen, da kam die Hebamme, hat gesagt, nee, Geriatrie ist 2 Stockwerke tiefer, Entschuldigung. Ich habe damals Rudi Carrell nachgemacht, den kennen viele heute gar nicht mehr. Ja, jetzt fragt euch mal, warum ihr den noch kennt. Natürlich, klar, ja. Ich bin damals rausgekommen, auch im roten Sakko, und habe gesagt, guten Abend, toll, dass ihr alle gekommen seid und so, ja, kenne dich, hallo, guten Abend, toll, lass dich überraschen und so, ja. Heute sagen junge Leute, geil, der kann den Arjen Robben nachmachen, so. Einen haben wir, glaube ich, alle parodiert, ich auch, den Literaturpapst in Deutschland, Marcel Reich-Ranitzky. Und ich kann zumindest behaupten, ich war live dabei, als er damals hier in Köln beim Deutschen Fernsehpreis komplett ausgerastet ist. Der ist auf die Bühne gekommen und hat gesagt, ich lehne diesen Preis ab. Ich saß damals mit meiner Frau in Reihe 3, wir sind auch angespuckt worden.
Dabei war gar nichts Schlimmes passiert. Thomas Gottschalk, den werden die meisten kennen, das ist mein Möbelhauskollege. Gottschalk wollte eigentlich nur den Deutschen Fernsehpreis verleihen und dann ist Marcel Reich-Ranitzky komplett steil gegangen. Lassen Sie das, ich lehne diesen Preis ab. Riesenschlagzeile, ich habe gesagt, was ist denn daran so schlimm? Ich lehne diesen Preis ab, das mache ich jede Woche an der Tankstelle, da hat doch noch nie jemand darüber berichtet. Das ist so lange her, überleg mal. Und das Schöne im Karneval hat sich gar nichts geändert, ne? Oder? Der Elverrat, also gut, ihr seid ein bisschen jünger geworden, aber früher war das ja so, als ich angefangen habe, waren so Elverräte. Das ist irre, ne? Und auch hier Getränke, Essen ist doch immer gleich im Karneval, kann man sagen, oder? Wir haben so leichte Sachen in Köln. Frikadelle, Currywurst, also Festzeltgarnelen, Hemmsche, Flöns. Für mich ist das eine schwierige Zeit. Ich bin Passiv-Vegetarier. Passiv-Vegetarier. Ich ernähre mich nur von Tieren, die sich vegetarisch ernähren. Und das wird mehr, ja. Es ist wirklich so. Mein Sohn Paul ist im Sommer in die Schule gekommen. Da sind schon 4 Kinder in der 1. Klasse Vegetarier. Die dürfen dann nicht mal bei der Schnitzeljagd mitmachen, soweit sind wir schon. Irre. Haben wir Veganer im Haus? Veganer unter uns? Hier, ehrlich? Also ich fände das toll, ich könnte das nicht, glaube ich. Da muss man sehr diszipliniert sein. Ich bin schon relativ diszipliniert, aber so alle 4 Wochen muss ich mir was gönnen. Wir haben bei uns in Port so einen leckeren Imbiss, oh, den Gyros-Palast. Oh. Da kniest du dich nieder, da muss ich alle 4 Wochen hin. Und die Vorfreude ist so schön. Wenn du da reinkommst und der Jorgo mit diesem Elektromesser dieses krosse Fleisch vom Spieß runterschneidet, oh, da läuft mir schon das Kinnwasser zusammen. Da frage ich mich dann immer, haben dieses Gefühl Veganer auch, wenn die im Garten ihre Hecke schneiden, weißt du? Beim Biertrinken hat sich auch was geändert, das muss man schon sagen. Komm, wenn du heute an einem Mittwochabend in Köln in eine Kneipe gehst und bestellst 8 Kölsch, da wirst du schon blöd angeguckt. Da fange ich schon an zu tuscheln, boah, der Typ hat bestimmt ein Alkoholproblem. Wenn du vor 25 Jahren an einem Mittwoch in eine Kneipe gegangen bist, hast 8 Kölsch bestellt, haben die gesagt, ah, das ist der Fahrer, alles klar. Im letzten Jahr ist so viel passiert. Deswegen können wir sehr froh sein, dass wir heute hier Karneval zusammen feiern, dass wir ein bisschen Spaß haben. Das Jahr 2016 war ein absoluter Wahnsinn. Und wir in Köln können nur sagen, wir brauchen alle keinen Terror, wir brauchen auch keine Reichsbürger, wir brauchen keine Treppenschubser und wir brauchen auch keine Horrorclowns. Das steht definitiv fest. Ein Horrorclown ist sogar amerikanischer Präsident geworden. Das ist unglaublich. Oh, da ist er. Zeig mal, hier. Das ist Donald Trump, hier. Hat sogar vorne... Die wenigsten Leute wissen, dass der Opa aus der Pfalz kommt. Pfälzer. Ich habe in der Nacht vor der US-Wahl bis 1 Uhr Fernsehen geguckt nachts. Und da haben alle Experten gesagt, Hillary Clinton wird die nächste Präsidentin. Ich bin mit Hillary ins Bett gegangen, bin mit Donald morgens aufgewacht. Und jetzt haben wir den Salat. Viele Leute kommen jetzt zu mir und sagen, komm Guido, jetzt kannst du endlich auflösen. Der Trump ist doch ein Lockvogel von Verstehen Sie Spaß, bitte. Ich würde das gerne tun, aber das ist Realsatire. Überleg doch mal, der Präsident der Vereinigten Staaten heißt mit Vornamen Donald. Wie heißt sein Vizepräsident? Mickey Pence. Das hätte sich selbst Walt Disney nicht ausdenken können, dass Donald und Mickey Amerika regieren. Bei der nächsten Rede von Donald Trump werde ich ganz genau hinhören. Und wenn dann am Schluss so was Ähnliches kommt wie... Dann weiß ich Bescheid. Auch die Frisur, ich weiß endlich, woran mich das erinnert. Kann sich jemand an Tick, Trick und Track beim Fähnlein-Fieselschweif erinnern? Diese Pfadfindergruppe, die Kopfverdeckung, das ist original die Frisur. Das Problem ist, Donald Trump ist nicht einzuschätzen. Aber Wladimir Putin auch nicht. Das ist das Problem. Putin ist eine Mischung aus Chuck Norris und Michaela Schäfer. Knallhart, läuft aber gerne mit freiem Oberkörper rum.
Und Herr Erdogan macht mir auch Angst. Der Mann ist größenwahnsinnig. Erdogan hat sich in der Türkei einen Präsidentenpalast bauen lassen mit 1000 Zimmern. Da hat selbst Thebarzt van Elst gestaunt. Ich weiß nicht genau, wie die Türkei tickt, aber eins habe ich kapiert. Von der Demokratie ist die Türkei so weit entfernt wie der Papst von einer Nacht mit Helene Fischer. Ich bin mal gespannt, was in Deutschland passiert. Wir haben viel zu wählen in diesem Jahr. Wir haben Landtagswahl. Wir haben heute auch, glaube ich, den Spitzenkandidaten der CDU hier. Wo ist er? Armin Laschet? Da drüben sitzt er. Guck mal. Ja. Ich bin mal gespannt. Armin Laschet ist so ein bisschen der Prinz Charles der nordrhein-westfälischen Politik. Er würde gerne mal dran, aber Mutti Hannelore lässt ihn noch nicht so richtig. Ich habe gesehen, unsere Ministerpräsidentin sieht ganz bezaubernd aus. Toll. Miss Liberty. Ist Ihr Mann denn auch da? Daneben als Ritter. Ja, Oliver Ritter. Ja. Wo ist denn unser Finanzminister? Der ist krank. Schade, den hätten wir doch jetzt mal den Leuten zu Hause mal wunderbar präsentieren können. Norbert Walter Borjans, der Mann, der so gerne CDs einkauft. Hätten wir doch. Schön ist, wenn er so eine Steuer-CD veröffentlicht. Also ich glaube, bei der letzten CD haben mehr Leute Angst gehabt als bei dem Album der Amigos. Das war schon so, glaube ich. Also, ist nicht da. Gute Besserung. Landtagswahl. Ich bin gespannt, was da passiert. In der Politik ist so viel los. Auch wir haben Bundestagswahl 2017. Überleg mal, die wechseln gerade alle. Also mal kurz. Frank-Walter Steinmeier ist am 12. Februar Bundespräsident geworden und war vorher Außenminister. Okay, habe ich kapiert. Gabriel war Wirtschaftsminister, ist jetzt Außenminister. Frau Zypries ist jetzt Wirtschaftsministerin, war vorher müde und gelangweilt. Und da ist ja, was da los ist, oder? Da ist mehr Wechsel als in den Beziehungen von Oliver Pocher. Ich habe keine Ahnung, aber wir müssen was tun, Freunde. Es wird spannend. Guck mal, jetzt Sigmar Gabriel hat gesagt, nee. Hier, Spitzenkandidat SPD macht der Schulz. Es gibt einen sogenannten Schulz-Schub bei der SPD. Schulz-Schub. Das ist ungefähr so, als wenn du dir Cognac in den Kaffee schüttest, dann bist du auch schnell über 30%, weißt du? Ja. Sigmar Gabriel hat gesagt, nö. Der Gabriel will sich jetzt mehr um seine eigenen Kinder kümmern. Ich bin gespannt, ob seine Kinder die Idee überhaupt so toll finden hier. Aber Angela Merkel, die hat natürlich gesagt, ich greife noch mal an. Mutti will noch mal Kanzlerin werden. Da bin ich gespannt, ob das noch mal klappt. Das wäre ein Ding, wa? 4 Amtszeiten mit 2 Hosenanzügen, das musst du erst mal schaffen. Ihr Lieben, ich möchte die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen. Danke zu sagen für die letzten 25 Jahre hier im Karneval in Köln auf der Bühne. Danke zu sagen für ein tolles Volksfest, was wir jedes Jahr hier zusammen feiern dürfen. Und ich möchte in dieser Session einfach mal den Applaus an mein Publikum zurückgeben. Dankeschön, Manet Jod. Köller Alaf. Dankeschön. Ja, lieber Guido, du siehst, dein Publikum steht. Eine fantastische, unverwechselbare Rede, ein Feuerwerk von Gags. Das ist Guido Kanz. Und nicht nur du hast ein 25-jähriges Jubiläum, sondern unser Markus Quoth auch mit seinem Orchester. Komm auch du her, nimm den Orden des Festkomitees. Und jetzt eine Rakete, dann kann ich auch mal das Orchester dirigieren an die Gewehre. Kommando 1, 2, 3. Hey. Kommando 1, 2, 3. Hey. Kommando 1, 2, 3. Auf Guido Kanz und Markus Quoth. Dreh mal von Hetze, Köln. Guido Kanz. Markus Quoth. Herzlichen Dank. Keine
Gruppe in den letzten 47 Jahren hat so schöne kölsche Lieder hervorgebracht und sie erzählen Geschichten in unserer Sprache, in Kölschen. Hier sind die Blackfoes. Schön, dass wir zusammen sind. Ne? Spielen wir das Lied. Ne Blick nach vorne, ne Blick zurück. Ne Blick nach drinnen, nach all der Zick. Wenn ich nicht mehr wie schauen kann, bliebe Bilder in mir drin. Solange der Fuß mich noch trage, trag ich die Welt auf meinem Rücken. Wenn ich nicht mehr wie laufen kann, dann leg ich mich zu dir. Mit all den Bildern in mir drin, mit all den Lieder, die ich sing, soll ich mir das Gefühl zurück, schön, dass wir zusammen
wenn ich nix mehr sagen kann, weil ich alles gesagt hab. Blieb immer ein klein Lied zurück und das verzählt von dir. Blieb immer ein klein Lied zurück, das singe ich mit dir. Mit all den Bildern in mir drin, mit all den Lieder, die ich sing, so hol ich mir das Gefühl zurück, schön, dass wir zusammen sind. Mit all den Bildern in mir drin, mit all den Lieder, die ich sing, so hol ich mir das Gefühl zurück, schön, dass wir noch zusammen sind. Wir singen die ganze Nacht, wir träumen uns in der Tage hin, schön, dass wir zusammen sind. Oh, la, 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 komm, lass mal singen. La, 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 komm, lass mal röhren. La, 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 schön, dass wir zusammen sind. Ne Blick nach vorne, ne Blick zurück, ne Blick nach drinnen, noch all der Zick. Wenn ich nicht mehr wieder luren kann, dann rief der Augenblick. Mit all den Bildern in mir drin, mit all den Lieder, die ich sing, so hol ich mir das Gefühl zurück, schön, dass wir zusammen sind. Oh, mit all den Bildern in mir drin, mit all den Lieder, die ich sing, so hol ich mir das Gefühl zurück, schön, dass wir zusammen sind. So hol ich mir das Gefühl zurück, schön, dass wir zusammen sind. Vielen Dank! Wir haben uns zu bedanken bei den Blackfoes, dreimal von Hetze, Köln, Blackfoes, Westdeutscher Rundfunk. Herzlichen Dank, macht's gut. Ein Aushängeschild des Kölnischen Karnevals sind unsere Tanzgruppen. Und daher empfangen wir jetzt die Tanzgruppe Colonia Rot-Wies. Tanzchor, Achtung! Hallo zusammen, für euch aufgezogen das Tanzchor Colonia Rot-Wies der KG Schlenderhanner Lumpe.
meine lieben Freunde des Kölschen Fasteleers, es ist richtig, dass Sie alle stehen und Sie meinen ja nicht, wie gut das diesen jungen Menschen tut, die so viel trainiert haben das ganze Jahr über. Euer Applaus von eurem Publikum. Ob diese Tanzgruppe dreimal von Hetze, Köln, Kolonia Rot-Wies, WDR, Martha de Fortkutz. Vor 5 Jahren hatten sie ihren großen Durchbruch mit der Köln-Hymne Et Jitz K-Wort. Und seitdem haben sie jedes Jahr uns neue Lieder präsentiert. Hier ist Cat Baloo. Hallo zusammen, geht's euch gut? Bei so einer wunderschönen Stimmung, da vergisst man die Zeit. Man kriegt gar nicht mit, wie sie an einem vorbeirauscht. Höchst steht die Welt still für einen kleinen Moment. Wenn man sich alles vergisst. Höchst aus dem kleinen Augenblick wie die Ewigkeit, wenn wir zusammen sind. Oh. Der Lobes Klammern wären bunte Luftballons, alles lädt sich ernähren. Lass mich von der Welt treiben, von einer schönen Melodie. Das letzte Kölsch schmeckt so süß, alles Jahr am nächsten Tag wie. Singt ihr mit! Höchst steht die Welt still für eine kleine Moment, wenn man sich schon alles vergisst. Wo seid ihr? Oh! Höchst aus dem kleinen Augenblick wie die Ewigkeit, wenn wir zusammen sind. Ich seh dich tanzen, uns Blicken treffen sich. Endlich langsam Dinge hoch und du hast Schweißperlen in Gesicht. Komm mir nicht mit, denn du und ich, wir sind frei und nicht allein. Komm halt an was, das beat ganz groß. Der Moment ist hier und jetzt. Ich steht die Welt still für eine kleine Moment, wenn man sich schon alles vergisst. Ich steht die Welt still
mich mit. Der Moment ist her und jetzt. Komm, nimm mich mit, denn du und ich, wir sind frei und nicht allein. Komm, halt fast, das nicht ganz hier raus. Der Moment ist her und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt sieht's reich. Steht die Welt still für den kleinen Moment. Wenn man sich schon alles vergisst. Steht die Welt still und ein kleiner Augenblick wie die Ewigkeit. Wenn wir jetzt zusammen sind. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Vor einiger Zeit haben wir einen Anruf erhalten und die Stimme am anderen Hörer sagte so: Hallo, hier ist Lukas Podolski, habt ihr Lust auf einen Song mit mir? Ja, sehr gerne, Lukas. Wie soll der denn heißen? Liebe deine Stadt. Sehr gerne. Und deshalb haben wir heute einen Gast dabei, und zwar Mo Torres. Herzlich willkommen. Guten Abend zusammen. Seid ihr gut bei Stimme? Fantastisch. Liebe deine Stadt. Guten Abend, meine heißgeliebte Stadt. Die Königin der Welt, auch wenn ich Reisefieber hab. Aber heute muss ich gehen. Ein Abschied auf Zeit. Was ich für dich empfinde, ist was Liebe heißt. Ich bekomme Heimweh, sobald ich die Stadtmauern verlasse. Trag die Fahne in die Welt, damit ich lache. Verschweige nicht, dass es weh tut an vielen Tagen. Doch ich lebe für meine Lieblingsfarben. Ich bin zwar gerade nicht bei dir, aber du immer bei mir. Ob du absteigst oder ob du Doublesieger wirst. Und von der ersten Fahrt auf dem Dreirad bis zum allerletzten Herzschlag bist du Heimat. Oh. Egal wohin der Wind mich trägt, ich nehm dich überall mit hin. Oh, oh, oh. Und bin ich auch allein von der Welt, ich komm zurück, ich komm irgendwann zurück. Liebe deine Stadt. Oh, 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 oh. 86 Fäden, 9 Bezirke, die du beherbergst. Jede Nationalität für uns ein Mehrwert. 2 Türme wachen über uns, ohne schwarz-weiße Brille. Diese Stadt ist kunterbunt und hektisch. Wir leben hier im Vollspeed. Kinder werden später einmal 10er wie Podolski. Ja, schon fast ein eigener Planet mit eigenem System. Über 1 Million Menschen leiden mit dem FC. Bis in die 5. Jahreszeit, in den Karneval. Hey, das Dreigestirn bildet die Staatsgewalt und nichts als der Thron ist der Standpunkt. Köln, du bist und bleibst der Dom in der Brandung. Ist so. Egal wohin der Wind mich trägt, ich nehm dich überall mit hin. Oh, oh, oh. Und bin ich auch allein von der Welt, ich komm zurück, ich komm irgendwann zurück. Liebe deine Stadt. 'Liebe deine Stadt. So, ein Applaus für Mo Torres. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss zusammen. Ja, liebe Freunde, das war Cat Ballou. Junge, sympathische Musiker. Und natürlich geben sie auch musikalisch mal ausgefallenere und besondere Wege, wie man auch jetzt gehört hat, mit dem tollen Rap Liebe deine Stadt mit Mo Torres. In der Mitte Olli Niesen, Dominik, unser Michael Kraus und Kevin Witwer.
Was haben diese jungen Menschen verdient? An die Gewehre, Kommando 1, 2, 3, hey. Kommando 1, 2, 3, hey. Kommando 1, 2, 3, hey. Wir erwarten jetzt einen Redner, der im wahren Leben Lehrer ist. Und wenn er seine Gitarre anhat, dann serviert er uns das alte Krätzchen, wie wir es noch kennen. Hier kommt Martin Schops. Guten Abend zusammen. Wie ist es? Das freut mich zu hören. Ja, ich freue mich, dass ich hier so freundlich angesagt werde und so nett empfangen werde und so viele fröhliche, gut gelaunte Gesichter gucken darf. Das ist für mich, wie soll ich sagen, etwas Besonderes. Denn es gibt einen sehr, sehr tristen Bereich in meinem Leben, da ist das nicht der Fall. Da gucke ich eigentlich ständig in ziemlich mies gelaunte, müde, gelangweilte Gesichter. Das hat einen traurigen Grund. Ich bin Lehrer. Ja, danke schön. Ich weiß ja, es ist kein Grund zu jammern. Das ist auf der einen Seite ein wirklich sehr, sehr schöner Beruf, vielleicht sogar der schönste Beruf, den man in Deutschland haben kann. Zumindest in den beiden Sommermonaten. Es gibt allerdings auch Monate, denke ich, Martin, hättest du doch mal was Vernünftiges gelernt. Ha? Dann habe ich das Gefühl, mein Job als Deutschlehrer bei uns an der Schule, ja, ist genauso erfolgversprechend wie Ernährungsberater von Rainer Kallmund. Hast du keine Chance. Um das mal kurz zu beschreiben, wo ich da gelandet bin. Es gab früher einen Merksatz, ich nehme an, den kennt ja jeder, der hieß, wer nämlich mit H schreibt. Ja, das ist hier bekannt. So, da wo ich jetzt gelandet bin, würde ich die Messlatte dafür aber nicht mehr ganz so hoch ansetzen wollen, sondern das Ganze schon eher positiv sehen und sagen, wer nämlich mit H schreibt, Respekt. Denn der kennt ja immerhin schon mal 7 Buchstaben und hält den Stift richtig rum. Ha? Das ist wirklich schön, was man so im Laufe des Jahres für Antworten bekommt. Wem gehört das Deutschbuch? Ich. Kennt ihr Johann Wolfgang von Goethe? Von wo, Alter? Ich aber umgekehrt würde Goethe heute leben und bei uns auf der Schule sein. Erstens, der würde nicht mehr Johann Wolfgang heißen, sondern Jeremy Pascal. Und zweitens, der würde wohl auch nicht mehr schreiben, wer reitet so spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Sondern wer postet so spät von sich noch ein Selfie. Es ist der Kevin, er liegt auf der Elfi. Aber ich möchte gar nicht über die Schüler herziehen. Ich habe zuletzt etwas festgestellt, und zwar, es gibt eine Sache, die finde ich wesentlich anstrengender als schwierige Schüler. Das sind die bekloppten Eltern von diesen Schülern. Einverstanden, ja? Und es gibt ja unheimlich viele verschiedene Elterntypen. Die bekanntesten sind ja diese Helikoptereltern, die immer so übertrieben aufpassen, dass den Kleinen auch ja nichts passiert. Dann gibt es die Gegenteiligen, das sind die U-Boot-Eltern. Beim ersten Problem sind die sofort abgetaucht. Und dann gibt es eine neue Spezies, das sind Patchwork-Eltern. Schon mal gehört den Begriff? Patchwork-Eltern, das sind so, wie soll ich sagen, so Bezugsgruppen. Ja? Ein Kind mit 3 bis 8 Eltern. Und Kinder aus Patchwork-Familien erkennt man eigentlich ziemlich zügig an Gesprächen am Schulhof. Da hört man schon mal so Sätze wie, hey, dein neuer Vater, der ist ja vielleicht cool. Hä? Woher weißt du das? Ja, den hatten wir auch schon. Natürlich sind die Eltern auch nicht alleine schuld an dieser Entwicklung, sondern man muss einfach festhalten, die Zeiten haben sich zuletzt, finde ich, sehr, sehr stark verändert. Ja, so in Schüler und Lehrer, da prallen ja 2 Generationen aufeinander, sind ja komplett anders aufgewachsen. Ich selber bin noch ein Kind aus den 80er Jahren, aufgewachsen in einer Welt ohne Smartphone. Ich meine, den einen oder anderen wird das auch betroffen haben hier, oder? Wer hat seine Jugend und Kindheit noch ohne Handy und Smartphone verbringen müssen? Das ist auf jeden Fall die große Mehrheit. Also allen Damen und Herren, die jetzt die Hand gehoben haben, sage ich herzlichen Glückwunsch zu einer tollen Kindheit. Ha? Denn wir sind ja noch aus so einer Generation der Entdecker und Abenteurer. Wir sind rausgegangen, haben Buden gebaut, Nachtwanderungen gemacht, Fahrradfahren gelernt, ohne Helm, trotzdem überlebt, Seifenkisten gebaut und erst am Ende des Berges gemerkt, oh, keine Bremse eingebaut. War aber egal, denn wir wollten ja Abenteuer. Wenn ich mir die Kids heute angucke, wie die ganze Zeit mit dem Smartphone rumrennen, habe ich das Gefühl, das größte Abenteuer
für einen Jugendlichen im Jahre 2017 ist, wenn der mal mit 12% Akku das Haus verlassen muss. Ne? Dann wird der nervös. Auf der verzweifelten Suche nach einer Steckdose. Da hat sich echt viel verändert. Ich finde auch so, die Erziehung hat sich verändert. Ich bin auch aufgewachsen mit diesen Klassikern, mit so Sprüchen wie, solange du deine Füße unter... Oh ja, wusste nicht, dass es euch auch alle betroffen hatte. Ja, in vielen Familien heißt dieser Satz ja mittlerweile, solange du deine Füße auf meinen Tisch legst, wird gegessen, was der Pizzadienst liefert. Also ich habe ja damals, das finde ich phänomenal, wirklich für jede Situation so einen Spruch. Wenn man als Jugendlicher mal zu lange vor der Glotze gesessen hatte, keine 2 Minuten später standen die Eltern im Zimmer, immer derselbe Spruch. Vorsicht, du weißt doch, vom Fernsehen kriegt man viereckige Augen. Aber ganz ehrlich, wenn an dem Spruch was dran ist, frage ich mich, was hat Mesut Özil geguckt? Also... Das Fernsehen, das wurde ja früher verflucht. Ich glaube aber, wir haben damals alleine durch das Fernsehen gelernt, uns für die Schule zu konzentrieren. Hört sich komisch an, ist aber so. Denn wir hatten ja damals nur 3 Programme. Die waren öffentlich-rechtlich, also ohne Werbeunterbrechung. Heißt also, wenn man abends einen Film geguckt hat, hast du gelernt, dich 90 Minuten am Stück zu konzentrieren. Wenn du Pech hattest wie ich, hattest du eine große Schwester. Dann musstest du Sissi gucken. Da hast du gelernt, 90 Minuten am Stück Leid zu ertragen. Dagegen war die Doppelstunde Deutsch am nächsten Morgen pures Entertainment. Wie wachsen die Kids heute auf RTL, Sat1, Pro7? Alle 15 Minuten so eine Werbeunterbrechung. Deswegen können die sich auch nicht mehr so lange konzentrieren. Und es gibt so einen Leitsatz, der heißt, man muss eine Gruppe da abholen, wo sie ist. Deshalb mein Vorschlag, lasst uns das in den Schulen auch machen. Dann fühlen die sich zu Hause, spült Geld in die Kasse, die Aufmerksamkeit ist wieder da. Alle 15 Minuten so eine kleine Werbeunterbrechung, oder? Dum, dum. Der Deutschunterricht wird präsentiert von der 11833. Deutschunterricht, hier werden Sie geholfen. Klassenarbeiten werden von Bauhaus präsentiert. Bauhaus, wenn's gut werden muss. Der Sexualkundeunterricht von Tom Baumarkt. Respekt, wer selber macht. Einfach alles so ein bisschen moderner. Man sollte den Kids auch nicht mehr sagen, dass sie sitzen bleiben. Das könnte man auch so ein bisschen showiger formulieren, wenn ein Schüler am Ende des Jahres 2 Fünfen hat. Gehst du hin als der und sagst, hey Justin, Respekt, 2 Fünfen, bis im Recall. Kannst wiederkommen. Alles so ein bisschen spielerisch. Abitur vielleicht im Stil von Wer wird Millionär? Ja, 2 Joker, Multiple Choice, ab 64.000 € gibt's Abi. Ab 32.000 € mittlere Reife. Und wenn du bei der 50-Euro-Frage schon rausfliegst, ja mein Gott, da finden wir bestimmt auch noch irgendwo einen Platz im Elferrad hier, oder? Also... Ich weiß nicht, manchmal ist Reden besser. Ne? Aber ich habe jetzt so viel über die Veränderung gesprochen und es ist mir noch bei einer Sache etwas aufgefallen, und zwar beim Daten. Das läuft auch nicht mehr so oldschool wie früher mit rausgehen und anquatschen, Getränk ausgeben, sondern das läuft übers Internet, man setzt sich zu Hause gemütlich hin und dann wird geparshippt. Hat ein Freund von mir ausprobiert, hat gesagt, das ist eine super Sache, da brauchst du das Haus nicht zu verlassen und 11 Minuten später hast du eine Frau. Da hat sich eine Flasche Wein aufgemacht, so ein Profil angelegt, eine 2. Flasche Wein aufgemacht, angefangen, seine Traumfrau zu beschreiben. Eine 3. Flasche Wein aufgemacht, die hätte er besser zugelassen. Dann ist er so ein bisschen bei der Beschreibung seiner Traumfrau über das Ziel hinausgeschossen. Da war der etwas zu ehrlich. Und da habe ich gedacht, wenn er diese Geschichte, was er da gemacht hat und was dann passiert ist, nicht mir, sondern den Blackfoes erzählt hätte, dann würden die demnächst nicht mehr singen, ich war fast schon jenseits von Eden, sondern ich googelte blond und aus Schweden, große Brüste am besten gleich 2, besonderer Wunsch, nicht viel reden. Bei Parship war sie dabei, sah ihr Bild, wurde wild. Ich schrieb, hey, ich bin für dich frei, ich muss dich bald sehen, dein Bild ist so schön, für mich war das echt Zauberei. Oh, oh.
Wow, ein wunderschöner Chor bei euch, allerdings leider der falsche Text. Denn leider Gottes hieß es an dieser Stelle nicht, oh, oh, Katrin, sondern oh, oh, oh je. Denn es kam zu einem Treffen und es hat sich herausgestellt, dass die Katrin mit ihrem Parship-Profil nicht so ganz ehrlich gewesen ist. Denn das Blond ihrer Haare verblichen, die Zahnreihen nicht mehr komplett, der Busen im Flachland gewichen, auf dem Bild war der noch so nett. Jetzt bin ich angesick, wat han ich doch nur angeklick. Ich werd mal bekloppt, pack mir an der Kopf, dat Katrin, dat kun Photoshop. Oh, oh, Katrin, du hast mich beloren, mit Dingen mir seh ich. Oh, oh, Katrin, bist viel früher geboren, so viel früher als ich. Ich darf niemals im Leben, dat ich da wen erwischt, der mit singem Bild genauso fuscht wie ich. Dankeschön. Ja, ein Klassiker von den Föß, ist mittlerweile auch so 35, 36 Jahre alt. Seitdem hat sich bei uns im Leben ja sehr, sehr viel verändert. Und ich mache mir seit einigen Jahren Gedanken darum, wenn sich bisher so viel verändert hat, wie geht es wohl weiter? Wie sieht es bei uns in der Welt wohl aus im Jahr 2040? Was mir dazu eingefallen ist, habe ich in meinem Krätzchen verarbeitet, habe dafür eine schwarze Trauernase mitgebracht. Ja, weil ich die traurige Befürchtung habe, dass wenn man im Jahr 2040 um 20 Uhr die Tagesschau einschaltet, ausgestrahlt dann vermutlich auf RTL 2, erfährt man von Nachrichtensprecherin Carmen Geis folgende Nachrichten. Klimaerwärmung trifft Narretei, Schull und Fedels züch ausgefalle, hitzefrei. Der Meeresspiegel steigt rasant, wir haben jetzt mehr Nordseestrand. Denn Holland is at afgesoffen und England hättet auch getroffen. Ihr fragt euch, hättet Düsseldorf auch erwischt? Leider nicht. Die Leverkusener Autobahnbrücke ist endlich saniert. Gut, wollen wir nicht übertreiben. Erster Pfeiler einbetoniert. Zumindest hätte man ihn fast bestellt. Zu wenig Geld. Notdürftig zusammengepflegt. Zum Test Rainer Kallmund darüber geschickt. Bekam man die Brücke noch mal zu Gesicht? Leider nicht. Größenwahn nimmt ja kein End. Donald Trump, jetzt auch noch FIFA-Präsident. Bei der WM haben wir die Mexikaner bedauert. Spiel je in die USA, eingemauert. Finanziell sollte sich das Turnier richtig lohnen. Deshalb qualifizieren sich mittlerweile 180 Nationen. Hat Holland dadurch auch mal wieder mitgemischt? Leider nicht. Eine Nachricht haben wir mit Freude vernommen. Bayer Leverkusen hat endlich einen Titel gewonnen. Im Saisonfinale strotzten sie vor Kraft, gewannen gegen Schlebusch die Stadtmeisterschaft. Der erste FC erreichte durch einen knappen Sieg den ersten Titel in der Champions League. Glaubt ihr, dass das der Wahrheit entspricht? Sicherlich. Letzte Strophe. Auch wehen andere Religionen und Nationen, ja mit sprachliche Diskussionen. Bei der Müllabfuhr wurde debattiert,
Es hieß, Chinesen fühlten sich durch den gelben Sack diskriminiert. Aus Rücksicht zum Islam sät man Schweinegrippe nicht mehr. Heißt jetzt Lammschnupfen. Mit Symptomen wie bei der Influenza von einem Borstenvieh. Nur 2 Wörter verstanden der ganze Klav. Kölle Allah. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, sensationell bei euch. Danke dafür, feiert noch schön. Tschüss zusammen. Ja, liebe Freunde, es ist richtig, dass Sie aufgestanden sind für Martin Schops. Nicht nur ein fantastischer Redner, sondern durch ihn haben wir die Wiedergeburt des Kölschen Krätzchen. Herzlichen Dank dafür, lieber Martin. Lieber Martin, nimm den Orden des Festkomitees entgegen und von deinem Publikum eine Rakete an die Gewehre. Kommando 1, 2, 3, Peng. Kommando 1, 2, 3, Peng. Kommando 1, 2, 3, Peng. Auf Martin Schops, drehen wir von Hetze, Kölle. Martin Schops. WDR. Herzlichen Dank. Meine lieben Freunde, seit 34 Jahren sind Sie auf den Bühnen, die die Welt bedeuten. Und Sie werden immer jünger und immer dynamischer. Letztes Jahr mit Ihrem tollen Titel Lev Marie, hier sind die Paveier. So, Freunde, und das hier ist unser brandneuer Sessionshit. Komm, Mädchen, tanz! Liv Jäcke, los mal tanzen! Ich hab dich niemals vergessen. Für ne gute Moment warst du mir 6 Tage lang im Rausch wie besessen. Escher Mittwoch war alles vorbei. Ich dachte schon, ich sind dich nie wieder. Doch plötzlich stehst du da im Licht, im selben Kostüm. Für mich am mütigen Blick kann ich nicht widerstehen. Komm, Mädchen, tanz mit mir durch die Nacht. Der Morgen wie für uns war. Tanz mit mir, du machst mich verrückt. Der liebe Gott hat dich geschickt. Komm, Mädchen, tanz mit mir durch die Nacht. So lang haben wir gewartet. Tanz mit mir, du machst mich verrückt. Der liebe Gott hat dich geschickt. Ich dich nicht stopp. Durch dich hab ich endlich begriffen. Komm, ihr Herz kann nicht, ja. Ich kann es nicht länger ertragen. Und schrei in den Mikro, mein Schatz. Lass uns jetzt fliehen, denn du bist für mich das Beste. Ich liebe nur dich. Komm, Mädchen, tanz mit mir durch die Nacht. Der Morgen wie für uns war. Tanz mit mir, du machst mich verrückt. Der liebe Gott hat dich geschickt. Komm, Mädchen, tanz mit mir durch die Nacht. So lang haben wir gewartet.
Mensch, Freunde, ihr seht von hier oben schwer großartig aus. Leiht uns eure Stimme. La 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 la. Wow! Vielen Dank. Samstags abends immer raus, ja, laufen mir die Mädchen hinterher. Ich kann noch nicht dafür, dass ich so aussehe. Ne Mischung aus George Clooney und dem Bär. Tag und Nacht such ich die große Liebe. Selbst Marie will immer nur das eine. Ich bin anders als die anderen. Ich will doch so viel mehr. Lev Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht. Lev Marie, das habe ich noch nie gemacht. Lev Marie, es muss die wahre Liebe sein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Das hat sie mir nicht alles schon versprochen. Doch beim Frühstück saß ich dann allein. Wie fand sie mir jetzt Herz gebrochen? Find's auch fehlt ich Strom. Mein Körper ist mir dafür viel zu schade. Nein, ich lasse mich nicht mehr benutzen. Kann sie nicht mehr hören, diese Frage. Ja, mal zu dir oder zu mir. Lev Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht. Lev Marie, das habe ich noch nie gemacht. Lev Marie, es muss die wahre Liebe sein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Jawohl! Lev Marie, ich bin kein Mann für Richtig. Das ist auch richtig. Für eine Nacht bleib ich lieber. Freunde, ihr seid der absolute Wahnsinn. Die Hände nach oben und singt mit uns. Lev Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht. Lev Marie, das habe
Ja, Freunde, die Papaya seit 34 Jahren auf der Bühne, aber für meine Begriffe noch nie so jung und dynamisch wie die letzten Jahre. Unsere Papaya! Auf die Papaya drehen wir von Hetze Köln. Papaya! Westdeutscher Rundfunk. Dankeschön. Macht's gut. Ja, Freunde des Kölschen Fasteleers, zu einer Sitzung gehört immer ein Traditionschor. Und deswegen empfangen wir jetzt die Kölsche Funke Rudwies von 1823. Rennmedisch! Freunde, hier sind abgetrocknet mindestens die 500 schönsten Männer von Köln. Habt ihr jetzt applaudiert, weil ihr schön seid oder weil ich richtig gezahlt habe? Das ist ja. Ich übergebe jetzt das Wort an den Kommandanten, lieber Heinz Jünter, du hast heute realt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Lefas Lomzecke, aus besonderem Grund darf ich nunmehr mein Kommando abgeben an die erste Bürgerin unserer Stadt. Frau Henriette Reker, bei uns genannt Agrippina Courage, steht heute, jetzt und hier vor ihrem ersten Kommando bei den Roten Funken. Bitte schön. Funke abgepasst. Mit Steppefötschel. Präsentiert die Klabüs. Abgepasst. Marieche Danz.
Lieben Joachim, das Wort. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann darf ich jetzt nach vorne bitten, der Kommandeures Henriette Agrippina Reker. Ja, das ist doch, glaube ich, etwas Schönes, wenn wir eine Oberbürgermeisterin hat, die nicht nur beim Karneval mitmacht, sondern aktiv auch ein Chor kommandiert. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank der Rude Funke und dem Janse Schmölzchen Dreimer von Hetze Kölle. Rude Funke, Westdeutscher Rundfunk. Und ich darf nur 6 Buchstaben nennen. H-Ö-H-N-E-R, die Hühner! Läuft das Rau und ne Zünsche Schinken mau, doch die Kölsche Hand im Hetze Sunde Schinken. Wir wünschen euch allen eine wunderschöne Fastenabend zusammen. Auch wir sind euch eingetragen, um mit euch zusammen Karneval zu feiern und um das zu tun, was wir am liebsten machen, nämlich Musik. Und die Musik, die soll jetzt direkt losgehen. Hey, Kölle, du Mensch, da am Ring. Hey, wo ich was geboren bin. Du bist eine Stadt mit Herz und Ziel. Hey, Kölle, du bist ein Gefühl. Ich hab die Städte der Welt gesehen. Ich war in Rio, New York und Berlin. Sie sehen auf ihre Art jung und schön. Doch wenn ich ehrlich bin, dort drückt mich nichts hin. Ich brauch vom Balkon, der Blick auf den Dom und die Hüschen bunt und all der Matt. Ich brauch der FC und die Menschen hin, wo die ohne echten Kölsche Art mit euch zusammen. Hey, Kölle, du Mensch, da Ring. Hey, wo ich was geboren bin. Du bist eine Stadt mit Herz und Ziel. Hey, Kölle, du bist ein Gefühl. Du hast im Krieg was mit dem Leben bezahlt, doch sie haben die Schritte umgestellt. Die zünden nicht auch für dir nicht halt, du kennst der Ecke, die sind grau und kalt. Da wird umgebaut, Ofen versaut, und trotzdem eines Tages gewiss, da der Elio von Höck und das Jäfel, die ohne Ahnung sich von Moje ist. Oh ja! Hey, Kölle, du Mensch, da Ring. Hey, wo ich was geboren bin. Du bist eine Stadt mit Herz und Ziel. Hey, Kölle, du bist ein Gefühl. Hey, Kölle, du Mensch, da Ring. Hey, wo ich was geboren
Zeiten um diese Uhrzeit noch so eine Stimmung hier in Kölns Jutterstube. Ich habe bei Ihnen auch hingeguckt und hingehört. Alle haben mitgesungen. Alle haben nicht nur die Refrains mitgesungen, sondern auch die Verse. Das lässt hoffen auf das nächste Lied, ein neues Lied. Und das heißt auch noch Sing mit mir. Also sind Sie gut und singt einfach mit. Ihr werdet die richtigen Stellen schon erkennen. Es beginnt unser halb links außen hier an der Ukulele und der Flöte durch eine, der Jens. Mit Musik, da ist alles leichter als Pens allein im dunklen Wald. Haben wir gepfiffen und gesungen und kein Gespenst hat uns gekrallt. Mit 14, 15 dann im Schwimmbad, ein Gitter, alle drumherum. Bob Dylan und ein bisschen Beach Boys, Montreuil oder Kölsche Töne. Sing mit mir ein Lied, eine Melodie, komm, sing mit mir ein Lied, voll Harmonie, ja, sing mit mir ein Lied, weil es uns dann besser geht. Mit Musik, da ist alles besser. Der Tag ist kalt, die Nacht wird lang. Im Radio den Lieblingslieder. Und du weißt ja, die Laune haben. Mit Musik lass ich besser feiern. Kein Hut sich ohne Koje sang. Kein Fußballspiel, wenn da ein Tor fällt. Ohne singen alle Mann. Sing mit uns, sing mit mir ein Lied, eine Melodie, komm, sing mit mir ein Lied, voll Harmonie, ja, sing mit mir ein Lied, weil es uns dann besser geht. Komm, wir singen noch einen weiteren Refrain. Sing mit mir ein Lied, in Moll und Dur, komm, sing mit mir ein Lied. Das eine nur, ja, sing mit mir ein Lied, bis die Welt sich uns dreht. Mit Musik ist die Welt jetzt schöner. Es dreht sich jetzt, wenn man so hört. Mit Musik kann man jetzt bewegen. Kleine Lied, die Herz berührt. Ja, sing mit mir ein Lied, eine Melodie, komm, sing mit mir ein Lied, voll Harmonie, ja, sing mit mir ein Lied, weil es uns dann besser geht. Und damit es uns noch besser geht, singen wir einfach wieder. Sing mit mir ein Lied, in Moll und Dur, komm, sing mit mir ein Lied. Hey, das eine nur, ja, sing mit mir ein Lied, bis die Welt sich uns dreht. Können wir das mal von euch alleine hören? Sing eine Melodie, komm, voll Harmonie, ja, weil es uns dann besser geht. Das würde ich gerne noch einmal hören. Sing mit mir ein Lied, in Moll und Dur, komm, sing mit mir ein Lied. Das eine nur, ja, sing mit mir ein Lied, bis die Welt sich uns dreht. Herzlichen Dank, macht's gut. Tschüss.
Sein Markenzeichen ist sein karierter Anzug. Und wenn er in die Tasche greift, dann werden seine Gags zu Konfetti. Hier ist Marc Metzger. Oh, zu früh, Tere. Fastelovend zusammen. Oh, herrlich, die Stimmung will gar keinen Anfang nehmen. Das ist schön. Dann muss ich schleimen. Das ist der schönste Saal, den ich je gesehen habe. Die Stimmung hat ihren Höhepunkt erreicht. Das kann ich nicht mehr toppen. Tschüss zusammen. Ja. So stellt man, das ist Kölner Karneval, so stelle ich mir das vor. Das muss man den Leuten zu Hause, muss man das näher bringen. Hier, das ist, manchmal kommst du in den Gürtel nicht rein, guckst in die erste Reihe, hast du keinen Bock mehr. Ne? Aber heute ist ähnlich. Ne? Das ist so... Ja, da von hinten schwappt Stimmung nach vorne, aber hier vorne weiß ich noch nicht. Nicht so laut, Sie schlafen so schön an Tisch 1. Das ist schön. Oh Gott, ich habe schon gedacht, ich werde zu alt für diesen Job. Das macht richtig Spaß hier. Das ist, ja, ich hab schon ans Aufhören gedacht. Das ist, wenn man das körperlich spürt, wenn man körperlich merkt, das ist zu anstrengend für einen. Wenn das alles hängt auf einmal, wenn es hängt, du kennst das, dann ist hängt auf einmal alles. Ich war vorgestern angezogen in der Sauna und habe mit dem Laserpointer auf die Schwachstellen der anderen gezeigt. Weißt du, so meine ich, das ist nicht schön. Ne? Meine Frau sagt, stell dich nicht so an, mach Sport, das macht fröhlich. Ich sage, ich habe noch keinen Jogger lachen sehen, du. Das ist Quatsch, was du erzählst. Ne? Wissen Sie, wann ich gemerkt habe, dass ich zu alt werde für diesen Quatsch? Ich habe im Wohnzimmer gesessen und dachte, geil, 80 Zimmerpflanzen und keine kannst du rauchen. Das war halt, früher war das anders mal. Ja. Ist das alles, was du noch an Tusch raushaust um die Uhrzeit? Das war ein Spartusch, oder? Du machst das ja auch schon 25 Jahre, du musst ja Energie einteilen jetzt, ne? Oh, Sie sind noch da. Es war so leise, das kennt man gar nicht im Gürzenich. Das hat ja was Meditatives hier, das ist ja herrlich, nicht wahr? Ist es so weit, dass der der Bonner vorne sitzt? Ist das jetzt so weit? Ist es so weit schon gekommen, dass ihr den Bonner vorne ähnlich... Ach ja, ich sag, der Bonner ist da, da kommt auch noch einer, den ich ansprechen könnte. Aber das mache ich nicht. Langsam, genießen Sie es, ist ja lang vorbei schon. Ne? Sitz. Aber in der ersten Reihe, nach welchen Kriterien verteilt ihr die Karten? Das ist ganz lustig. Ne? Ah, pass auf, nächstes Jahr sitzt er auf der Bühne, übernächstes Jahr Prinz und dann ist ganz Champagner. Das ist schön bei euch. Hören Sie auf zu klatschen, ich arbeite hier. Bitte nicht erst anfangen. Das ist... Herzlichen Dank, ich nehme es zur Kenntnis. Es ist schön bei euch, sehr leise, aber schön, muss man wirklich sagen. Und ich dachte schon, ich werde zu alt. Das ist wirklich komisch, dieses... Ja, haben Sie wahrscheinlich RTL laufen gerade, ne? Das ist ein Programm. Das sehr interessante Reaktion aus dem Publikum. Das hat mit mir wahrscheinlich nichts zu tun, nicht wahr? Du lachst wie ein Trabi, der nicht anspringt. Das sieht süß aus, wie du da hinten hängst. Lass dich durch mich nicht stören, mach einfach. Wenn du Luft über hast, blas raus. Das tut weh sonst. Ich hab Spaß an der Nummer, ne? Manchmal stehst du auf der Bühne, denkst du, leck mir am Arsch, Hauptsache ich hab Spaß an der Nummer. Das ist schön manchmal, ne? Ich muss das gerade noch mal erklären für die Auswärtigen. Es sind ja auch einige Auswärtige da. Sind Gäste aus Leverkusen im Saal? Da schreit einer nein. Du weißt es doch nicht. Kennst du 1400 Leute? Das ist eine Unordnung, nicht wahr? Das ist so ein Problem, weißt du, das kennen die Leute nicht. Ich fange gleich mit der Rede an. Ich habe ein Stimmungsfeuerwerk vorbereitet, das wird nachher noch ein Riesenspaß. Wir werden schöne 4 Stunden miteinander verbringen, aber vorher erkläre ich immer gerne den Auswärtigen, die ja heute scheinbar in der Überzahl sind, erkläre ich gerne den Auswärtigen nochmal, was das für ein stressiger Beruf ist als Büttenredner, das kann man sich nicht vorstellen. Weißt du musst von Hühnerhott, ich muss gleich noch nach Leverkusen, das ist furchtbar, es ist kein Leverkusen im Saal, das gibt mir zu denken, hat die Brücke nicht mehr getragen wahrscheinlich, dann ist es vorbei, nicht wahr? Das ist schlimm. Die Leverkusener schimpfen immer mit uns, wir sollen uns nicht so anstellen. Ich sage, man macht die Brücke endlich fertig. Dann schreit der Leverkusener wieder, wir haben kein Geld für die Brücke. Mit dem Geld, was die mir aus der Tasche geblitzt haben, kannst du da rein über Wuppertal umleiten, verstehst du? Das muss man auch mal sagen, nicht wahr? Ist doch wahr. Lau mal ins Bild. Lass das singen, schöne Bilder.
Ich war auch mal im Bild, ne? So. Ich fange jetzt mit der Rede an, sonst zieht es sich. Ist ja auch schon spät, nicht wahr? Da muss man alles durcheinander puzzeln. Das ist blöd. Das ist aber wirklich schwer als Redner heutzutage. Man weiß ja auch nicht mal, was man erzählen soll. Gerade das Thema Toleranz darfst du gar nicht mehr drüber sprechen. Im Moment ist ja furchtbar. Läuft nicht in Köln. Ne? Furchtbar. Geh mal in Köln in eine Kneipe und bestell mal eine Afri-Cola. Hast du 10 Leute neben dir sitzen, die diskutieren wollen auf einmal. Das ist ganz schlimm im Moment. Dann noch ein Zigeunerschnitzel, wirst du nach Leverkusen ausgewiesen. Dann ist es vorbei, nicht wahr? Das ist wirklich wahr. Seit wann ist das so? Vor 2 Jahren fing das an. Vor 2 Jahren ging er wieder los, Silvester. Seitdem haben wir nur Ärger am Hals. Vor 2 Jahren Silvester auf der Domplatte haben sie alle gestanden. Ne? Wo ist die Polizei? Warum tun die nichts? Was haben sie letztes Jahr gebrüllt? Warum ist hier so viel Polizei? Was machen die denn hier? Du kannst es keinem mehr recht machen. Was sollen sie denn tun? Kellnern? Das wäre schön. Lass sie doch kellnern. Das wäre doch herrlich. Nächstes Jahr kellnert die Kölner Polizei auf der Domplatte zu Silvester und bringt den Menschen Kölsch und Mettbrötchen. Und da schreit auch wieder einer, ja, Alkohol und Schweinefleisch kannst du aber auch nicht anbieten hier. Das ist immer, egal was du machst, es ist falsch. Raum. Ich muss mal eins sagen, ich finde es schade, wenn du in Köln die Leute fragst, was hältst du vom Thema Toleranz, dann sagt der Kölner mittlerweile, Toleranz zieht man von der Geschwindigkeit ab. Punkt. Es ist schade. Ne? Das war mal so ein schönes, buntes Städtchen bei uns, nicht wahr? Ich muss eins ganz ehrlich sagen, wenn ich von der Polizei geblitzt werde, weil ich zu schnell war, weil ich pünktlich im Bürzel nicht sein wollte, dann kann ich die auch nicht leiden. Wenn aber meine Familie in Köln feiern geht und die Polizei passt auf die auf, egal vor wem, dann muss ich auch mal sagen, Respekt vor dem, was ihr da tut und herzlichen Dank, liebe Kölner Polizei, und nicht immer nur draufhauen. Das ist nicht schön. Wow! Oh! Ja. Da hat einer Probleme mit dem Sicherungskasten bei dir im Orchester. Da kommt Lalülala auf einmal. Schön. Wir fangen jetzt mit der Rede an. Das war jetzt genug. Ich muss mich immer erstmal eingrufen. Man muss immer mal gucken, wie sind die Leute drauf. Ich fange jetzt an. Obwohl, was heißt, ich fange an? Was bist du als Büttenredner in Köln denn noch wert? Ja, entweder du darfst nichts sagen oder darfst irgendwas nicht anfassen, was nicht politisch ist. Irgendwas stimmt immer nicht. Man darf ja überhaupt nichts mehr erzählen. Was hatten wir früher für eine schöne Zeit, wir Büttenredner? Ja, wir hatten Schrammer, wir hatten Meißner, wir hatten FC. Da konntest du rein grätschen, da war alles möglich. Der Schrammer, der hat sich morgens ins Taxi gesetzt, hat gesagt, fahren Sie mich irgendwo hin, ich werde überall gebraucht. Da gab es Themen genug, verstehst du? Ja? Kardinal Meißner, das waren immer sichere 8 Minuten für jeden Büttenredner. Das war herrlich, als der Mann noch da war. Ja, der hat so viel Stuss erzählt, da kamen wir gar nicht hinterher. Ne? Jetzt haben wir Kardinal Wölkchen, ja, der ist nur nett, verstehst du? Den mag jeder, da kannst du keine Witze drüber erzählen. Als ich letzte Woche bei mir vorgestellt, das war herrlich, kam er zu mir, sagte, schönen guten Tag, Herr Metzger, ich wollte Ihnen nur einen schönen Karneval wünschen. Ich sage, ist alles klar bei dir? Hat so Spätmesse? War noch was im Pokal? Ist was nicht in Ordnung? Nein, ich wollte ja nur einen schönen Karneval. Ist das wirklich alles klar bei dir? Sagt er, ja, ich habe heute Morgen 100 € gefunden. Ich sage, oh, Glückwunsch und direkt gespendet, ne? Nein, ich habe mir überlegt, was hätte Jesus damit getan? Ich sage, und? Ich habe Wein draus gemacht. Schön, ne? Das ist jetzt so der neue, das ist neu. Ah, ist alles. Boah, geil, hast du einen gefunden, der lacht. Bleib dran, das ist gut. Zieh die ein bisschen näher. Nee, weiter weg, hat Mischhaut. Du wieder weg. Ich mache mir die Bilder selber heute. Mittwoch ist im Kasten, das läuft. Ne? Sie hatten das nicht verstanden, Herr, mit dem Wein. Ne? Sind Sie jetzt nicht mit klargekommen? Das war schon die Pointe, der kommt nicht mehr. Sie gucken so lauernd. Das war jetzt schon Ende. Das ist der evangelische Tisch wahrscheinlich vorne links. Ne, das ist... Nein, das ist ja nicht schlimm, evangelisch ist schön. Ne? Gut, evangelisch ist gut. Hier, 500 Jahre. Luther. Der Zahnarzt, der vor 500 Jahren seine Prothese an die Kirchentür gehauen hat. Luther. Das ist super. Evangelisch, das ist quasi wie katholisch, nur dürfen die Kinder mit im Pfarrhaus wohnen. Das ist schön. Es war. Wow. Stimmung. Bist du schon fertig? Ja.
Ne? Und dann FC, das war früher immer, ne, da waren sie noch ja nicht da, da war FC immer, jetzt können wir Fußball spielen, kannst auch keine Witze mehr drüber machen, das ist furchtbar. Nein, im Gegenteil, der FC hat uns einen neuen Feiertag geschenkt, den 16. September 2016, den Tag, an dem der 1. FC Köln nach 7.329 Tagen das erste Mal wieder an der Spitze der deutschen Bundesliga-Tabelle gestanden hat. War schön, es war so schön. Gut, es war sehr kurz, aber wir waren oben. Ne? Ich habe das abends im Fernsehen gesehen, als sie die Tabelle eingeblendet haben, habe ich den Fernseher eingefroren. Ist ja geil. Ich sag, egal wie die Saison läuft, am Ende taue ich ihn auf und feiere Meisterschaft. Da kenne ich nichts, da habe ich Spaß dran. Ne? Sagt ein Nachbar von mir, sagt Metzger, das ist ja Quatsch, was du da machst. Ich sag, was? Sagt der Fernseher einfrieren, das grenzt ja an Dummheit. Ich sag, nein, an Dummheit grenzen Kanada und Mexiko. Das ist was anderes im Moment. Das ist, ja... Ja, bitte. Kann doch da nichts für. Jetzt haben sie da Trampeltier am Back und keiner will gewesen sein, ne? Ich dachte zuerst, sie spielen Kölner Karneval. Wer gar nichts kann, wird Präsident. Weil in der Art so. Aber nein, nein. Die haben den gewählt. Jetzt wird gemunkelt. Ich meine, der Russe war es. Der Russe soll es gewesen sein. Der Russe hat Herrn Trump gewählt. Ich bin auch gleich drauf gekommen. Ich habe mir Herrn Trump angeguckt. Und das kann nur der Russe gewesen sein. Also, wer soll denn sonst den Mann? Der Russe war es. Der Russe hat mitgewählt in Amerika. Der Russe wählt gerne zu Hause, darf er nicht. Hat er in Amerika mitgemacht. Irgendwo muss der Russe ja hin. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir haben selber Wahlen dieses Jahr. Es wäre sehr nett, wenn Sie hingehen und ein Kreuzchen machen und nicht gucken, wen der Russe pusht. Sonst wird es sehr unangenehm. Ja, das ist ganz komisch im Moment. Ja. So, stehen wir. Tut mir leid. Bist du hängen geblieben? Was machst du jetzt? Strickst du einen Schal? Was wird das da? Das ist immer schön, wenn Aufnahmeleiter sich vor der Kamera wegducken und sich verfettern. Das ist total schön. Jetzt war es eine halbe Stunde im Bild. Jetzt muss ich 5 Minuten früher noch mal ansetzen, damit man das Material überhaupt gebrauchen kann. Pass auf, ich finde neu. Man munkelt ja, der Russe war's. Ja. Ich hab mir direkt gedacht... Muss ja mal was Neues. Oh, Entschuldigung. Ja, das nicht. Geht auf die Knie. Ja. Nee, bitte, also, ne, gehen Sie, Kreuzchen machen, das wäre sehr wichtig. Der Russe hat gerade ein ganz komisches Bild von Staatsoberhäuptern, das wäre für uns nichts. Scheiß Frisur, steinreich, saublöd. Robert will ich nicht haben. Robert Geis als Bundeskanzlerin, das wäre Bild, ne? Da hätte ich Spaß dran, ne? Obwohl, meine Frau findet ihn gut. Kann ich das noch erzählen oder müsst ihr zum Bus? Geht noch, ja. Kannst du links den mir da mal anschubsen? Das ist alles ausgegangen auf der Seite, da ist kein Leben mehr drin. Das ist Fernsehsitzung, Hörfunk war vor 2 Wochen, da ist egal. Entschuldigung, ich habe noch nie so einen geilen Kameramann gesehen, als Pippi Langstrumpf verkleidet, mit so einer Fresse. Das ist so geil. Wenn die Leute zu Hause auf der Couch jetzt sehen würden, wie du hinter der Kamera aussiehst, die würden weinen, die Leute. Das wäre ganz schlimm für die Leute. Da, oder? Sag ich schon. Ich bin die Pippi Langstrumpf, Pippi Lotta. Ruhe. Tut mir leid, Christoph, ich überziehe wieder ein bisschen. Aber ich habe eine Viertelstunde gewartet, die hänge ich hinten dran. Dann bin wir 30 Minuten drüber. Wenn ich Bock habe, mache ich 45 und irgendwann muss einer schneiden. Mir ist das doch total egal. Das ist doch öffentlich-rechtlich, das kostet doch nichts. So. Nee, anders, ich zahl's ja selber. So meinte ich. So. Oh, kurz eingenickt. So, geht gleich weiter. Ich bin gleich wieder da. Es macht mir nur so einen Spaß. Man möchte gar nicht aufhören. Ich wollte das nur noch gerade erzählen, dann fange ich mit der Rede an, dass Sie was zum Senden haben. Gleich Riesenfeuerwerk, Sie werden Spaß haben. Ich wollte nur sagen, meine Frau, die hat Kleider gerne. Letzte Woche kam sie wieder an und sie sagte, guck mal hier, neues Kleid, kann ich so rausgehen? Ich sag, ja, ist dunkel. Ne? Fällt nicht weiter auf. Da ist bitte, die Herren. Kennen wir alle. Da kommt eine Frau nach Hause, guckst du die an, denkst du, ist sie drin im Kleid und will raus oder ist sie draußen und will rein? Was soll das sein jetzt? Darfst du nur nicht sagen, sonst hast du Ärger. Ne? Ich muss ab und zu mal ein Kompliment einstreuen. Ne? Meine Frau sagt, letzte Woche hast du gesagt, ich habe die Figur einer griechischen Göttin. Ich sag, ja, da wusste ich auch nicht, dass Buddha keine... Ich muss durch... Bitte hören Sie auf zu klatschen, ich rede über meine Frau, das ist gemein. Ich liebe meine Frau, ich mag meine Frau, ich kenne meine... Wir wohnen zusammen, was soll ich denn machen? Ich kann es ja nicht umtauschen.
Nein, meine Frau ist nett, das können wir alles, das wird ja nicht gesendet. Meine Frau ist sehr nett, sie hat halt oft Pech beim Denken, das ist das Problem. Da muss man wirklich, nein, ich bitte Sie, Beispiel, beste Beispiel, ich habe sie kennengelernt vor 5 Jahren, da rief sie mich an, sagt, kann ich dich mal besuchen kommen? Ich sag, komm vorbei, ich wohne in der Altstadt. Sagt sie, ach, Altstadt, mit dem Auto, krieg ich doch keinen Parkplatz. Ich sag, komm doch mit dem Bus. Hat sie sich einen Bus gekauft. Verstehst du? Das ist so die Art, die kann da nichts für. Die ganze Familie ist so schlimm, ihr Bruder ist genauso. Er war jetzt lange in Kur gewesen, in Bad Ossendorf. Und das ist auch immer schön. Da merkst du, wo die Kölner sitzen, wenn du so was sagst, ne? Bad Ossendorf, so ein paar von außerhalb. Ja, war ich auch schon. Sehr schön, ja, muss man sagen. Habe ich immer auf die Kinder aufgepasst bei denen. Das ist so wichtig, dass man auf die Kinder Acht gibt. Das ist schön, da könnte man eine Klammer finden zum Motto. Wir haben ja für die Kölner, Sie wissen es nicht, wenn wir uns pennen sind wir von der Söck. Für die Auswärtigen, ja, wenn wir uns pennen sind wir von der Söck. Sie können es ja googeln. Ich habe noch nie auf einer Fernsehsitzung vom Maul gekriegt. Ich bin nah dran heute, hier vorne. Ne? Aber ich habe mir mal gedacht, wie könnte man das Motto denn für sich persönlich nutzen? Wir haben so viel Ärger alle am Hals. Es passiert so viel Mist um uns rum. Wir sollten alle mal versuchen, 5 Minuten am Tag wie die Kinder zu sein. Die Welt mit den Augen der Kinder zu sehen. Das ist schön, das macht den Kopf frei. Kinder machen sich über so viele Sachen keine Gedanken. Die Kinder stehen morgens auf und sagen, Wacken oder sowas. Ne? Und dann... manchmal denke ich, ich muss mich mal medikamentös neu einstellen lassen. Das ist ganz komisch, weil ich sage Sachen, die kenne ich, da ist nicht klasse jetzt. Oder sind Sie Arzt? Ne? Kinder haben Spaß an der Welt. Macht mal Sachen, wie Kinder es machen. Ne? Ruft mal bei DHL an und fragt, wann die Sendung mit der Maus kommt. Sowas meine ich. So ganz einfache Sachen, nicht wahr? Das ist wichtig, denn wenn wir das nicht mehr tun, wenn wir es nicht mehr schaffen, die Welt mit den Augen der Kinder zu sehen, dann ist es bald vorbei. Wenn ihr es nicht mehr schafft, die Welt mit den Augen der Kinder zu sehen, dann kann ich euch nur noch raten, nehmt euch einen Strick. Nehmt euch einen Strick und einen Hocker und dann geht ihr mit Strick und Hocker in den Wald, schmeißt den Strick über den Ast, bindet den Hocker unten dran und dann schaukelt ihr eine Viertelstunde und dann geht das Herz wieder auf, die Augen gehen auf und ihr seht die Welt wieder mit den Augen der Kinder. Ich wünsche euch einen kindlichen, friedlichen Fastelavend 2017. Danke, dass ich noch mitmachen durfte. Bis die Tage. Tschüss und Alaf, Eure Blödskopf. Dankeschön. Tschüss. Ja, liebe Freunde, es ist richtig, dass ihr aufgestanden seid für diesen fantastischen Redner. Ja, ihr macht nicht nur Spaß, sondern gibt auch ein Statement ab. Und ich glaube, es gibt kaum einen, der den Gedanken zu unserem Motto so toll umgesetzt hat wie unser Marc Metzger. Lieber Marc, nimm den Orden des Festkomitees entgegen und von deinem Publikum eine Rakete an die Gewehre. Kommando 1, 2, 3, Pech. Kommando 1, 2, 3, Pech. Kommando 1, 2, 3, Pech. Ja, meine lieben Freunde, seit 25 Jahren machen Sie Rockmusik. Sie haben auch das Stadion in Müngersdorf gefüllt. Und jetzt darf ich euch fragen, seid ihr fit für 5 Kölsche Jungs? Dann kommt hier Brings. So, meine lieben Fastelavendsäcke, wir grüßen euch hier im Gürzenich. Seid ihr glücklich? Wunderbar, sind wir auch. Und wir haben euch glatte Lied mitgebracht, wo es mehr oder weniger um ein Glücklichsein geht. Lassen wir uns zusammen anfangen. Fangen wir an.
Noch mehr Klatschen. Wir sind besoffen vor Glück. Alles dann alles, nur in Köln jetzt. Wir sind besoffen vor Glück. Alles dann alles, nur in Köln. Jeder Jäger ist anders, das ist nicht nur ein Spruch. Was der eine nicht will, ist, was der andere braucht. Kein Sau kann uns verstehen, wenn man unsere Sprache nicht spricht. Jetzt jeder Mann schlägt die Finger, sie jetzt bitterlich. Dreh's auf Traditionen, verwerte Gesetz. Mach einfach, was du willst und hör nur um die Herz. Glücklich sind wir nur, wenn wir frei durch Leben jung. Wir machen einfach wieder, solange wir noch grad stehen. Wir sind besoffen vor Glück. Weil es dann alles nur in Köln ist. Wir sind besoffen vor Glück. Weil es dann alles nur in Köln ist. Wenn du meinst, wir sind chaotisch, dann bist du nicht von hey. Der ganze Zeit nur Musik, dir dumm die Uhr wie. Tagelang am Singen, wir schlafen nie zum Schluss. Und manch einer, der König, ganze Woche halt in der Haus. Wir sind besoffen vor Glück. Weil es dann alles nur in Köln ist. Wir sind besoffen vor Glück. Weil es dann alles nur in Köln ist. Es ist doch nur ein Wort, dann ist ein Alphabet. Der Alltag hält uns wieder mit alter Plackerei. Wir sind besoffen vor Glück. Weil es dann alles nur in Köln ist. Wir sind besoffen vor Glück. Weil es dann alles nur in Köln ist. Weil es dann alles nur in Köln ist. Deutschunterricht, das war nix für mich. Der Mensch braucht die Arbeit doch nicht. Sprechordentlich hätte man mir gesagt, die Zeugnis, das wird keine Hit. Ich sprech doch nur mit einer Sprache, wo's nicht, was sie von mir will. Ja, das ist anders, wovon geht's? Denn ich will nur
Damen und Herren, der Stefan, der Christian, der Harry, der kleine Peter wünschen euch eine friedliche Fasselabend. Bleibt gesund und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Jalli, Freunde, das Beste und Feinste, was Kölsch Rock zu bieten hat, bringt's! Sie sind einfach professionell mit ihrer fantastischen Bühnenshow. Was haben Sie verdient? Eine Rakete an die Gewehre, Kommando 1, 2, 3, Peng! Kommando 1, 2, 3, Peng! Kommando 1, 2, 3, Peng! War Idiot! Tschüss! Hier ist Kool und die Gang. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Gäste. Wie sieht's aus? Sind wir bei Stimme? Dann lasst uns zusammen singen. Ha, da ist das Klavier. Es kann losgehen. Wir nehmen die Hände in die Luft und singen zusammen. 1, 2, 3 und la 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 la. Mit dem Lied vom Kölsche Jung. La la la. Herrlich. La 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 la. La 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 la. Und auf geht's mit dem Lied vom Fans von uns und Jungen, haben fast 800 Jahre alt und wird auf der Bühne gebracht. Im weißen Sakko start's gemacht, rück hat das Mikro sich parat und fängt zu singen an. Er stimmt das Liedchen vom Husar an, die Arena ist am Toben. Ich stürz mich in das hier will, wenn man dabei ist, wenn 15.000 Kölsche Freunde singen. Ja, das ist ich han den Milovic gesehen, er stund in Köln und der Bühne und bat mich ganz zu dem Person mit dem Lied vom Köln. La 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 So, und das nächste Lied ist unser diesjähriges Sessionslied mit dem Titel Lass mal springen. Und das Springen funktioniert nur, wenn der ganze Jürze nicht mit der Füße vom Boden abfällt. Auf geht's! Und wir singen. Ganz nett, aber das geht noch lauter.
Fallschirm ab und los. Der Haie schwimmen, mit dem Eisberg ringen, damit Flügen Roulette gewinnen. Der Nass im Wind beim freien Fall. In das Leben bin ich verknallt, doch wenn ich mich nicht zu springen trau, dann könnte der Freund, der mich aufbaut, der Freund, bist du bereit? Wir springen ab und 3 mit euch zusammen. 1, 2, 3. Hey, los mal springen, zu lang wir noch können. Hey, wir genießen Leben, zu lang wir können. Los mal springen, hey, los mal springen, zu lang wir noch können. Wie lang wir noch haben, wer weiß das schon, zu lang wir können. Los mal springen. Hey, lass mal springen, zu lang wir noch können. Hey, wir genießen Leben, so lang wir können. Hey, lass mal springen, zu lang wir noch können. Hey, wir genießen Leben. Lass mal springen, hey, lass mal springen, zu lang wir noch können. Wie lang wir noch haben, wer weiß das schon, zu lang wir können. Lass mal springen. Vielen Dank. Ja, liebe Freunde, 6 adrette junge Herren und den besonderen Sound, den sie uns gewähren, das ist das Saxophon und die Trompete. Kool und die Gang. Dreimal von Hetze, Kölle. Kool und die Gang. Festkomitee. Herzlichen Dank und nehmt noch die Orden des Festkomitees mit. Auch er ist seit über 25 Jahren auf der Bühne und natürlich auch hier im Karneval auf der Bühne. Er ist ein Entertainer der besonderen Güte. Ja, wie soll man ihn beschreiben? Ich glaube, das Beste ist, man beschreibt ihn mit seiner Gitarre als musikalischen Kabarettisten. Hier kommt Bernd Stelter. Ist das ein wunderbares Bild? Seht ihr toll aus. Wunderbar. Herrlich. Ich habe mich so gefreut auf diese Sitzung, ja? Ich habe mich echt gefragt, was erzählst du den Leuten? Und dann habe ich eine super Idee gehabt. Habe ich mir überlegt, ich erzähle den Leuten einfach etwas über alles, was im letzten Jahr fröhlich und lustig war. Und dann habe ich mich gefragt, was war denn im letzten Jahr fröhlich und lustig? Fällt dir spontan was ein? Mir auch nicht. Aber wo da gerade steht Pfälzer, ich habe mir ein Glas Wein hochgeholt und habe mir überlegt, vielleicht fällt dir was dann ein. Und nach dem Glas Wein, zack, stand die erste Strophe auf dem Zettel. Geht so. Den Sommer 2016, den könnte man schon mal loben. Aber irgendwer hat den in den Oktober verschoben. Aber Oktober war schön, ne? Oktober war super. Tengelmann geht pleite, da ist Schluss mit Saus und Braus. Bei der Fußball-EM schieden wir im Halbfinale aus. Aber für manche gab es auch tosenden Applaus. Tim Wiese ist jetzt Wrestler. Und da frage ich mich halt, ist der im Tor vielleicht zu häufig mit dem Kopf gegen die Querlatte geknallt? Das war doch sonderbar in diesem Jahr. Red Bull Leipzig macht in Bayern
und ihrem Boss das Leben schwer. Kaum aus dem Knaster sind die Bullen schon wieder hinter Hoeneß her. Das ist doch wunderbar. In diesem Jahr der Türkei-Tourismus schwächelt, weil die Deutschen ja stornieren. Jetzt muss Erdogan mit dem Handtuch keine Liege mehr reservieren, der liegt alleine da in Antalya. Habt ihr eine Ahnung, wie viele Beleidigungsklagen der Erdogan im Moment anhängig hat? Also wie viele Menschen weltweit wegen Präsidentenbeleidigungen verklagt worden sind? Eine Idee? Also ich kenne nur die Zahl von heute Morgen, wahrscheinlich sind es jetzt schon wieder mehr. Also heute Morgen waren es 2000 Klagen wegen Beleidigung. Sowas gab es, glaube ich, noch nie. Erdogan selbst ist eine Beleidigung für das Wort Demokratie und das ist wirklich wahr. In diesem Jahr. Ja. Und es war ein Jahr der Trennungen. Wir haben fürchterliche Trennungen erlebt, schlimme Trennungen. Brad Pitt und Angelina Jolie haben sich getrennt. So, da kannst du einen Film draus machen. Jogi Löw hat sich getrennt von Bastian Schweinsteiger. Das ist ein Thema. England hat sich getrennt von der EU. Das war ein großer Spaß. Das war so. Wenn ihr meint, ihr müsst aus der EU endlich raus, dann geht doch. Beim Elfmeterschießen scheidet ihr ja auch immer aus. Na geht doch. Linksverkehr, dünnes Bier und das Essen ist Mist. In eurem Land ohne Sonne, wo es ständig pisst. Wenn ihr meint, dass euch hier auch nur einer vermisst, dann geht doch. Wenn ihr euch wieder vor der Verantwortung drückt, halten wir euch nicht auf. Nein, wir wünschen euch Glück. Aber erstmal schickt ihr Klopp und Schweini zurück und dann geht doch. Aber ich habe eine Frage, weil jetzt habe ich diese Chance einmal hier. Ja? Ich meine, 1400 Menschen, universell gebildet, mit einem IQ von über 150, hast du auch nicht jeden Abend im Publikum. Aber hier ist es nun mal so. Und dann nutze ich das aus und dann frage ich einfach mal, kann mir das einer von euch sagen? Ich habe eine Frage, die beschäftigt mich seit Wochen. Ich habe noch keine Lösung. Wenn die Engländer komplett aus der EU austreten, also ganz raus, total weg, Hard Brexit, ja? Dürfen die dann wieder ganz normale Glühbirnen benutzen? Weil dann würde ich doch ein bisschen neidisch, ja. Weil der Brexit selber hört man ja so einfach soll das gar nicht werden. Das ist vielleicht eher so. Für die Engländer war der Euro doch bloß Schund. Jetzt ist er mehr wert als ihr blödes Pfund. Juhu. Raus aus der EU. Der Chef EU-Hasser hieß Nigel Farage. Dann trat er zurück, der hat die bloß verarscht. Hey, hey. Miss Theresa May. Wenn James Bond wieder auf Verbrecherjagd geht, und zwar im Namen ihrer Majestät, kann es sein, dass ihm der Bösewicht entgeht, weil er wieder stundenlang an der Passkontrolle steht. Ja, Brexit ist so, oh, oh, ich glaub's nicht. Die sagen no, 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 unglaublich. Ja, die schießen sich selbst ins Knie. Brexit ist doof. Und der Brexit-Chefideologe, ja, das Orchester Markus Quoth. Ja. Und der Chefideologe des Brexit, das ist ja Boris Johnson. Boris Johnson kennen Sie, der war Bürgermeister von London, jetzt ist er Außenminister des United Kingdom. Sein erlernter Beruf ist Journalist, den erlernten Beruf seines Friseurs kennt niemand. Feststeht nur eins, es ist nicht Friseur. Haben Sie mal gesehen, was der Mann auf dem Kopf spazieren trägt? Wenn ein Mann nach 2 Herrensitzungen hintereinander, nachts um 3, hackenbreit nach Hause kommt und dann versucht, sich mit verbundenen Augen einen Wischmopp auf den Kopf zu setzen, dann sieht er wahrscheinlich aus wie Boris Johnson. Aber der muss so aussehen. Wenn du in der Liga der bekloppten Rechtspopulisten Mitglied werden willst, dann musst du so aussehen. Hier, Geert Wilders. Geert Wilders, der wahnsinnige Holländer. Ja? Haben Sie die Frisur gesehen? Wie ein blondiertes Perückenschaf auf Speed. Ja?
Donald Trump, als wäre ihm ein Eichhörnchen auf dem Kopf explodiert. Es ist so, ja. Ja. Ich habe einen Freund in England, in Newcastle, das ist der John. Habe ich angerufen, John, was habt ihr denn da für einen Mist gewählt? Also ich gar nichts, ich war fischen. Ich sage, warum warst du fischen, wenn so eine wichtige Abstimmung anstand? Weil feststand, dass die nicht gewinnen. Ach so, na dann geht's ja. Genauso werden sich die Amis auch eines Tages rausreden wollen. Die werden sagen, ja, stand ja fest, dass Trump nicht gewinnen kann. Es stand eben nicht fest. Und sie hätten es wissen müssen. Udo Jürgens hat schon in den 1970er Jahren eindeutig vor Donald Trump gewarnt. Und deswegen, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, nach dem großen Erfolg von Ich war noch niemals in New York, das Musical mit den größten Hits von Udo Jürgens, kommt jetzt der Nachfolger. Ich will nie wieder nach New York, das Musical mit den größten Hits von Udo Jürgens, Teil 2 mit Donald Trump in der Hauptrolle. Und wenn Sie fragen, was hat denn Udo Jürgens mit Donald Trump zu tun? Nun, er hat ihn eindeutig beschrieben. 70 Jahre blondes Haar und ne Scheißfrisur. 70 Jahre blondes Haar und ich denk mir nur... Der hat einen Tower in Manhattan, hat einen Flieger und der hat dazu 151 Golfplätze, eine eigene Bucht in Malibu. Von mir aus auch den Taj Mahal und auch im Louvre sähe der super aus. Hey, 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 von mir aus alles, nur warum denn unbedingt in Washington das Weiße Haus? Und das müssen Sie sich mal vorstellen. Sie sind jetzt schon so kostümiert, ja? Frisur stimmt, ne? Sie stellen sich vor, Sie sind Donald Trump. Sie sind 70 Jahre alt, Sie sind ein alter Sack und Sie haben eine jugendliche Model-Ehefrau, das ist die Melania. Melania ist die dritte Frau, Third Wife. Er hat also die Third Wife zur First Lady gemacht. Und diese Third Wife, First Lady sagt dann, ach nö, weißt du, aber Washington, Weißes Haus, nö, da schwebt mir immobilientechnisch was ganz anderes vor. Ich hatte an eine Strandvilla in Miami gedacht oder so. Nee, Washington, da kannst du alleine hingehen. Können Sie sich das vorstellen? Sie sind Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und die eigene Ehefrau sagt, nö, komm ich nicht mit. Und das hat die dem abends beim Abendessen brühwarm drunter gerührt. Und nach dem Abendessen sagte er, ich muss noch eben Zigaretten holen gehen. Sie sagte ihm, nimm dir die Boeing mit. Ich werde inzwischen ein paar Jahre shoppen gehen. Denn weißt du, Washington und das Weiße Haus, das sieht für mich nach Langeweile aus. New York ist cool, ich bleibe besser hier. Und auf der Treppe dachte er, wie wenn das jetzt ein Aufbruch wäre. Wenn die hier bleibt, nehme ich halt Nummer 4. Dann nehme ich Nummer 4. Melania bleibt in New York und ich such mir was Neues raus. Denn ich bin ja ein Präsident, der fleißig küsst. Melania bleibt in New York, vielleicht wird es auch langsam Zeit. Ich hab gehört, dass die schon über 30 ist. Aber die ist die Ehefrau, die kann sowas sagen. Die kann sagen, sie kommt nicht mit. Stellen Sie sich vor, Sie sind Angestellter im Weißen Haus. Ja, das ist dein Job. Kann man nicht einfach sagen, ich kündige, dann verdienst du kein Geld mehr. Angestellter im Weißen Haus, 8 Jahre Familie Obama, cool, ja? Und plötzlich Tim Toupet in der Stube. Das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, aber ich habe gehört, es spielt sich alles so langsam ein. Sie treffen sich täglich um 7:45. Aha. Oh yeah. Trump und sein Friseur, dann werden die Haare gemacht. Aha. Oh yeah. Mit Kamm und mit Bürste und Rasierapparat, mit Umhang und Schere schreitet er dann zur Tat. Der darf waschen und legen, aber niemals das eine. Föhnen tut Donald alleine. Das ist alles in diesem Jahr passiert. Wir hatten den Brexit in London, wir haben Donald Trump als Präsident der USA, demnächst haben wir Wahlen in Frankreich und am 24. September haben wir Bundestagswahlen hier bei uns. Und da möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Ich verbringe meine Sommerwochen gerne in Holland. Mein Esszimmer steht beim Italiener. Ich liebe französischen Wein.
Mein Sohn hat viele Freunde in Polen und meine Tochter hat auf Malta studiert. Ich habe ein Kellerregal aus Schweden und im letzten Strandurlaub in Spanien hat mir ein sehr netter Bulgare eine total echte Schweizer Uhr verkauft. Sehen Sie, das ist Europa. Das hat keine Schranken, keine Schlagbäume und wir müssen kein Geld wechseln. Und wir haben uns das in den letzten 70 Jahren aufgebaut und wir müssen jetzt verdammt aufpassen, sonst ist das in 7 Jahren Geschichte. Also für uns darf es solche Ausreden wie ich war fischen oder das Wetter war zu gut einfach nicht geben. Wir gehen bitte wählen, denn so ein Mist wie in Amerika oder England sollte hier einfach nicht passieren. Ja. Und wir haben ja die ganz große Auswahl. Wir haben doch die ganz große Auswahl. Angela Merkel hat selber gesagt, sie hat monatelang überlegt, ob sie noch mal antritt und wenn ja, dann für welche Partei. Und während sie so überlegte, da wurde sie plötzlich wieder die kleine Angela, die Pfarrerstochter aus der Uckermark. Sie stand in ihrem Jugendzimmer, sie schaute aus dem Fenster und die Schneeflocken fielen sacht hernieder. Und dann sang sie mit ihrer glockenhellen Stimme die Hymne aus ihrem Lieblingsfilm 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. La 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 la. La 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 la. Seht ihr am Firmament auch nur einen Konkurrent? Wer soll außer mir gegen Putin regieren? Wer soll den Trump erstmal richtig frisieren? Halten mich, liebt mich, wählt mich. Noch 4 Jahre halten mich, liebt mich, wählt mich. Selbst 8 Jahre wären, so wie ich das sehe, immer noch besser als die AfD. Halten mich, liebt mich, wählt mich. Halten mich, liebt mich, wählt mich. Ja. Und plötzlich ist die Konkurrenz da. Plötzlich ist die Konkurrenz da. Gabriel sagt, er macht es nicht. Und er ruft den Martin Schulz an und sagt, machst du's? Und der Martin Schulz, der hat sehr, sehr lange nachgedacht. Und wie er gerade so nachdenkt, da ist er plötzlich wieder der kleine Martin. Wenn wir schreiten Seit an Seit. Und er schritt ganz vorne in der Reihe und hatte die kleinen Finger fest um die Laterne gekrallt. Und dann sang er mit lauter Stimme, ich bin der Martin aus Werne, denn auf Würselen reimt sich nix. Und Kanzler würde ich so... Sehr gut. Ich musste auch Zeile 3 und 4 einen Tag später schreiben, weil ich habe so gelacht, ich konnte nicht mehr. So. Ich bin der Martin aus Werne, denn auf Würselen reimt sich nix. Und Kanzler würde ich so gerne, die Kandidatur ist schon fix. Ich kneife nicht, die Merkel kriegt Rabimmel schon Bammel Rabum. Ich kneife nicht, die Merkel kriegt Rabimmel schon Bammel Rabum. Ja, wissen Sie eigentlich, wie lange Angela Merkel Kanzlerin ist? Haben Sie eine Ahnung? 2006 ist sie vereidigt worden, nur um das mal in eine Relation zu stellen. 2007 hat Steve Jobs das iPhone vorgestellt. Das bedeutet, wir haben Angela Merkel schon länger als das iPhone. Hätten Sie das gedacht? 10 Jahre haben wir jetzt das iPhone und unsere Kids sind nicht mal mehr in der Lage, ohne Google Maps eine Bushaltestelle zu finden. Das ist ein Ding, oder? Ich finde, überlegen Sie mal, 1876 hat Alexander Graham Bell das Telefon erfunden, damit wir uns unterhalten können, auch wenn wir in unterschiedlichen Städten wohnen. 2007 hat Steve Jobs das iPhone erfunden, damit wir uns nicht mehr unterhalten können, selbst wenn wir am gleichen Tisch sitzen. Unsere Kids gehen gar nicht mehr aus dem Haus, die machen alles von zu Hause. Ne? Ich kenne 14-jährige Jugendliche, die haben in ihrem ganzen Leben noch kein Tageslicht gesehen. Die wachsen auf wie die Wiesenhofhähnchen, wirklich. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass das bei uns damals anders war. Also bei mir speziell war es so, wenn ich zurückdenke an das Jahr, als ich so 13, 14, 15 war. Das Telefon, das war lindgrün. Man konnte es nicht, wer weiß wohin ziehen, weil es an einem Kabel hing. Im Internet waren wir nie.
Wir waren draußen, hatten aufgeschlagene Knie. Wir haben stundenlang gekickt. Den Fahrradschlauch noch selbst geflickt. Die Kumpels nicht nur angeklickt. Wir sahen gern Morg vom Org, hatten Pinnwände aus Kork und da hingen Fotos dran, das war unser Instagram. eBay gab es noch nicht, dafür Sperrmüll monatlich. Amazon war analog und hieß Quelle Katalog. Wir waren nicht tätowiert, haben keine Wände vollgeschmiert und wenn doch, irgendwie stimmte die Orthographie. Wie heißt nochmal dieses pürierte Zeug, das meine Frau mir immer auf den Frühstückstisch stellt? Smoothie hieß Apfelmus, YouTube-Star war kein Beruf. Und bevor mich einer fragt, Pokémon hieß Schnitzeljagd. So, meine Lieben, und die letzte Strophe singen wir alle zusammen. Und macht euch keine Gedanken, ihr kennt den Text. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. Ihr wart wunderbar. Dankeschön. Tschüss. Ja, lieber Bernd Stelter, herzlichen Dank für diesen fantastischen Vortrag, den Orden des Festkomitees und dein Publikum, das dich liebt, von diesem Publikum nun eine Rakete an die Gewehre, Kommando 1, 2, 3, Kommando 1, 2, 3, Kommando 1, 2, 3, auf Bernd Stelter, Dreimer von Hetze, Kölle, Bernd Stelter, Festkomitee. Herzlichen Dank. Liebe Freunde, erst vor 6 Jahren haben sie sich gegründet und sind wie ein Komet aufgestiegen im Kölschen Fasteloven. Sie haben zweimal die Arena gefüllt. Hier ist Casala. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Es sind merkwürdige Zeiten, in denen wir leben. An jeder Ecke, an jedem Ende wird an uns gezogen. Und Leute wollen Mauern bauen, echte und in unseren Köpfen. Und das ist umso wichtiger, dass wir uns immer wieder bewusst machen. Jeder von uns ist nur eine Stein vom Mosaik. Und zusammen sind wir eins. Von der Südkurve bis zum Nordkreuz und vom Plätschbach zum Trodelen. Von Westhofen bis nach See, wir zusammen, wir sind eins. Wir sind Maurer und Chirurgen, Rude Funk und schwarzes Schaf, Banker, Bischof, Straßenmädchen. Wir sind bunt und wir sind eins. Wir sind Fans und Zählen, ob dem Jas oder ob dem Is. Wollen sie uns verlieren, Trissia, denn wir sind eins. Denn jeder schlägt uns Herz vom Anfang bis zuletzt. Und
Stadt ist dreckig, laut und hektisch, doch Schau des Illusions. Denn jeder stellt uns Herz vom Anfang bis zuletzt. Und wir sind jeder vom Mosaik bestehen, wir zusammen, wir sind eins. Von der Südkurve bis zum Nordgrund und vom Plätschbach zum Trodele, von Westhofen bis nach Sein, wir zusammen, wir sind eins, wir zusammen, wir sind eins. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Ihr lieben Menschen hier in Hülzenich, da war es das fast mit unserem Date bei euch. Wir sagen Dankeschön, ihr wart sehr nett zu uns. Vielen, vielen Dank. Bevor wir gehen, noch eine kleine analoge Google Maps Hilfe. Ihr werdet noch einige Stunden hier ausgelassen feiern, davon gehe ich mal aus. Und dann könnte es ja sein, dass am Ende des Abends die ein oder der andere, wenn er die Lokalität verlässt, nicht mehr ganz genau weiß, wo er sich befindet. Das ist relativ einfach, denn dieser schmucke Kasten, meine Damen und Herren, steht mittendrin in der Stadt mit K. Madet Jod. Tschüss zusammen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, los, ma, Spurige! Stadt mit K, sie ist laut, klingt für uns Spaß. Oft zu schnell, aber immer ja los. Sie ist kein Mann, aber Südjodos. Hey Mann, wir sind schwer in der Dingerperl, Dinge flussig Sport, Karneval, die ganze Jahr. Rock'n'Roll und Uftata. Und frösch mich einer, wo küsst du dann her? Dann sag ich komm aus dem Dorf und dort Dom. Wie schwarz an du, ja, wo küsst du dann her? Ich komm nicht aus Amerika, ich komm aus der Stadt mit K. Ich komm aus der Stadt mit K. 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 Der Stadt mit K. Triss ja, was du hier verloren hast. Hofft du zu trocken oder hier geboren bist. Du bist einer von einer Million. Der Kind vom Regen und der Sohn von dort. Weil uns Mama einfach jeder adoptiert. Der hier hochfällt oder hier sie erst verlässt. Du bist willkommen in der Stadt mit K. Herzlich willkommen in der Stadt mit K. Schalalala. Uster. Schalalala. Uster. Schalalala.
Kudos aus der Stadt mit K. Aus der Stadt mit K. Ihr Kudos aus der Stadt mit. Vielen Dank, feiern noch bunt, laut, friedlich bis der Morgengraut. Dankeschön, tschüss zusammen. Ja, liebe Freunde, das war Casalla. Was haben die 5 verdient? Eine Rakete an die Gewehre, Kommando 1, 2, 3, Kommando 1, 2, 3, weg. Kommando 1, 2, 3, weg. Tschüss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit 26 Jahren stehen Sie auf der Bühne und jagen einen Hit nach dem anderen. Ja, warum? Weil Sie immer tolle Melodien haben. Hier sind die Räuber! Eure Lieben, die Stimmung, die kocht hier schon. Das ist der Wahnsinn. Ihr Lieben, wir wollen euch jetzt was Gutes tun. Pass mal auf. Ihr müsstet euch alle mal mit dem Gesicht hier zu uns drehen, also so richtig nach vorne. Und dann legt ihr jetzt mal die Hände einfach auf die Schultern eurer Vorderfrau oder Mann. Unser neues Lied heißt Eigentlich und immer schön nach links und nach rechts. Eigentlich wollte ich ja heim. Eigentlich wär jetzt für mich Schluss. Ja, eigentlich, wenn du nicht da wärst, dann ging ich jetzt brav nach Hus. Schwer, der Kopf verdreht, ich halte kaum noch aus. Durch den Blick ist das passiert, ich weiß, was jetzt noch kommen muss. Doch eigentlich wollte ich ja heim. Eigentlich war jetzt für mich Schluss, ja, eigentlich, wenn du nicht da wärst, dann ging ich jetzt brav nach Hus. Jetzt koch mi Blut, mir jedes Jod und ihr könnt in der Sinn. Warum soll ich dann immer brav und immer nur vernünftig sind? Doch eigentlich wollte ich ja heim. Eigentlich wär jetzt für mich Schluss. Ja, eigentlich, wenn du nicht da wärst, dann
Ihr könnt das mal alleine singen. Eigentlich wollte ich ja. Eigentlich war jetzt für mich, hey, Schluss, ja. Wenn du nicht, dann ging ich jetzt brav. Wisst ihr was? Ihr seid auch nicht besser wie wir. Eigentlich wollte ich ja heim. Eigentlich war jetzt für mich Schluss. Ja, eigentlich, wenn du nicht da wärst, dann ging ich jetzt brav aus. Ja, er war eigentlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, man weiß nicht, ist es eine Person oder sind es zwei Personen, die dort stehen. Ja, auf seiner Schulter hat er den Affen Willi. Hier ist Klaus und Willi. Doppelspieler von Mexiko. Ich bedanke mich für den wunderbaren Empfang. Guten Abend zusammen. Zicke, zacke, zicke, zacke. Hip, hip. Kölle. Stadien. Haribo macht Kinder froh. Danke. Das geht nicht. Was denn? Fernsehen ist dabei, da ist Schleichwerbung verboten. Oh, soll ich es wieder zurücknehmen? Das geht nicht. Doch, Haribo macht Kinder fett, das weiß ich aus dem Internet. Und ich dachte aus dem Spiegel. Ich will ja nichts sagen, aber ganz schön Bauch bekommen, ne? Das ist doch kein Bauch. Das ist ein Feinkostgewölbe. Vor ein paar Wochen hat er noch zu mir gesagt, oh, ich muss unbedingt 4 Kilo abnehmen. Ich arbeite daran. Wie viele fehlen dir noch? 6. Aber wenn du einen Tipp haben willst zum Abnehmen, FDH, frisst die Hälfte. Ich hatte da immer Hunger. Ja, da kann man doch was anderes tun. Also gegen Hungergefühl hilft auch viel Flüssigkeit. Das stimmt. Trinken ist sowieso sehr gut für die Gesundheit. Ja. Bei Appetitlosigkeit nehme ich immer gerne einen Uso, bei hohen Blutdruck ein Rotwein, bei niedrigen Blutdruck ein Cognac, bei Erkältung einen Slivovitz. Sag mal, trinkst du auch mal Wasser? Nee, so krank war ich noch nie. Bäh. Oder, so wie ich, Ernährungsumstellung. Das sagt der 10-mal im Jahr den Grill anschmeißt. Ja, Moment, er hat recht. Wir grillen sehr viel, aber wir grillen immer vegetarisch. Du weißt doch gar nicht, was das ist, vegetarisches Grillen. Doch, das ist wie Karneval in Mainz. Es existiert, aber macht keinen Spaß. Vorsicht. Was denn? Was meinst du, was passiert, wenn ein Mainzer hier im Saal sitzt, dem der Spruch nicht gefällt? Dann haut mir der Rheinhesse ganz kräftig auf die Fresse. Duff. Nein, ist auch nichts für ungut, aber ganz ehrlich, vegetarisch ist doch harmlos. Viel strenger sind ja Veganer. Ja. Vegetarier dürfen nur kein Fleisch essen. Veganer, Die dürfen nicht nur Urlaub am Ballermann machen. warum? Weil da tierisch gesoffen wird. Oh. Nein. Nein, Moment, pass auf. Bei Veganern sind alle tierischen Produkte verboten. Aha. Aber das ist ja angesagt. Und im nächsten Jahr, meine Damen und Herren, wird es in diesem Saal zum ersten Mal eine vegane Karnevalssitzung geben. Nein, die ist abgesagt. Wie, die ist abgesagt? Die haben kein Programm zusammengekriegt. Wo ist denn das Problem? Überleg doch mal, vegane Sitzung. Keine Hühner, keine Kammerkätzchen, kein Catbelou. Der Metzger geht gar nicht. Tusch ist auch verboten. Wieso kein Tusch? Tartar.
Und das Dreigestirn hätte auch nicht kommen dürfen. Wieso ist das Dreigestirn nicht vegan? Der Prinz trägt Fasanenfedern, der Bauer trägt Pfauenfedern und die Jungfrau, die hat Eier. Also, wie hast du das geschafft, mit dem Humor eine Freundin zu finden? Hm? Weil ich im Grunde meines Herzens ein Romantiker bin. Wie war denn das erste Treffen mit deiner Freundin? Nach 3 Minuten hat sie den Kopf auf meine Brust gelegt und mir wurde warm ums Herz. Vor Liebe. Nee, sie hatte vergessen, die Zigarette auszumachen. Oh, oh. Und dann kam wahrscheinlich der erste Kuss. Nein, das war nicht einfach nur ein Kuss. Das war ein XXL-Schnatzer. Was soll das heißen? Nach 10 Minuten dachte ich, will die ihre Zunge gar nicht mehr wieder haben? Das war schon fast eine Organspende. Das letzte Mal, dass mir jemand so tief in den Hals gegangen ist, war bei der Magenspiegelung. Er übertreibt. Nein, die hat eine Zunge, die ist so lang, die kann einen Brief noch zukleben, wenn er schon im Kasten ist. Oh. Und dann habe ich gesagt, Schatz, sei ehrlich. Wie viele Sexualpartner hast du vor mir gehabt? Sagt sie, 3. Ich sag, das ist in Ordnung. Ja, war ein ruhiges Wochenende. Bei uns gibt es doch sowas wie Spieleabende. Hm? Ja. Monopoly, Mensch, ärger dich nicht. Och, wie niedlich. Sowas kennen die gar nicht mehr. Doch, wir machen Städteraten. Was ist denn Städteraten? Da muss einer den Namen einer Stadt umschreiben und die anderen müssen raten, welches ist. Kenn ich nicht. Bring mal ein Beispiel. Okay, was ist das? Asiatische Gottheit mit mittelalterlicher Seuche? Budapest. Nummer 2, Altersruhesitz eines gehörlosen Kirchenoberhaupts. Tauberbischofsheim. Und Nummer 3, Gebetshäuser für Sexsüchtige. Aber hast du sie doch alle? Gebetshäuser für Sexsüchtige. Was soll denn das für eine Stadt sein? Geilenkirchen. Das ist doch Strunzendo. Ich hatte Spaß. Ich möchte mich entschuldigen. Wieso? Die Leute hatten Spaß. Nein, die Leute sind einfach nur höflich. Habt ihr Spaß? Nein, komm. Schluss jetzt hier. Ich habe aber noch einen. Nein, komm, bitte, wenn dann nur mit Anspruch, ja? Okay, Anspruch. Redeverbot für Pegida-Anhänger. Na? Braunschweig. Gut, reicht jetzt. Ist jetzt auch genug. Ich hätte noch einen. Nein, Schluss jetzt. Schwimmteich nur für Frauen, Schnauze. Titisee. Hör auf jetzt! Ich möchte das jetzt nicht mehr hören. Das ist mir sehr unangenehm. Sex auf der Eckbank. Du sollst aufhören. Reit in Winkel. Schnauze Fiori, sonst Sauerbraten. Ich kann mich auch allein mit den Leuten unterhalten. Du kannst gern draußen vor der Tür warten. Es ist kalt. So kalt ist es gar nicht. Ich habe gestern so gefroren. Es wird aber noch mal richtig kalt. Woher willst du das denn wissen? Sagt dir der Begriff Bauernregel etwas? Ja, sicher. Der Bauernregel ist ja im Moment in aller Munde. Aber die klassischen Bauernregeln sind Wetterregeln. Ne? Sowas wie, kräht der Hahn auf dem Mist, bleibt das Wetter, wie es ist. Ja. Kräht der Hahn auf der Ente, zahlt er später Alimente. Ja. Kräht der Bauer auf dem Mist, hat der Hahn sich so verpisst. Ja. Das ist ja niveaulos. Macht der Hahn nur blöde Tricks, landet er im Thermomix. Die Sau kauft sich einen Webergrill, weil sie einen heißen Eber will. Das ist doch nie, das hat doch mit dem Wetter nichts zu tun. Ob es regnet oder schneit, der Elferrad ist immer breit. Nein, der ist stocknüchtern. Auch da fehlt das Niveau. Es gibt auch politische, es gibt keine politischen. Lesen die Hühner im Koran, regiert im Stall ein Erdogan. Oh, da wäre ich jetzt vorsichtig. Mit dem Erdogan, da haben schon ganz andere Probleme bekommen. Der Dönermann hat Ärger mit dem Dönermann. Genau. Also auch bevor du noch mal was Politisches sagst, frag lieber mich. Ich hätte eine politische Frage. Wenn sie Sinn und Verstand hat, ja. Stell dir vor, Donald Trump, Recep Erdogan und Wladimir Putin sind zusammen auf einer Kreuzfahrt. Ja, das Schiff geht unter. Gluck, 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 gluck. Wer wird gerettet? Keine Ahnung. Die Welt.
Und diese Sitzung wird jetzt gerettet vor zu viel tierischem Einfluss. Euch allen einen traumhaft schönen Abend hier in diesem Festsaal zur Kölle im Jötzenich. Danke und Tschüss sagen Klaus und Billy. Dankeschön. Ja, liebe Freunde, ich darf Ihnen vorstellen, neben dem frechsten Affen Deutschlands, Klaus Rupprecht. Drehmer von Hetze, Kölle. Klaus Rupprecht. Westdeutscher Rundfunk. Du kriegst natürlich noch den Orden, nimm ihn mit. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihr Markenzeichen sind die Schiebermützen und die Hosenträger. Und bei dieser Beschreibung wissen Sie schon, wer kommt. Hier sind die Klüngelköp. Wir nehmen euch jetzt mal mit auf eine kleine Reise. Und wir brauchen dafür eure Unterstützung, indem ihr einfach 2 Wörter singt. Das wäre wohin und dahin. Ganz einfach. Wir üben das trotzdem schon mal. Der Rest kommt ganz von alleine, ja? So, pass auf, wir fangen an. Wir fliegen im Ballon. Wohin? Wo die Sterne sind. Dahin. Wir fliegen im Ballon. Wohin? Wo die Sterne sind. Da. Und jetzt ihr. Wir fliegen im Ballon. Wo die Sterne sind. Wir fliegen im Ballon. Wo die Sterne sind. Da, das klappt super. Fliege im Ballon. Wohin? Wo die Sterne sind. Dahin. Wir fliegen im Ballon. Wohin? Wo die Sterne sind. Dahin. Ein bisschen Freude, ein bisschen Glück. Einmal zum Himmel und zurück. Hast du Lust mit mir zu fliegen? Komm, ich nimm dich einfach mit. All das Große schinkt dann klein. Weißt du, was ich damit mein? Am besten stehst du in Los Jon und wir fliegen im Ballon. Wohin? Wo die Sterne sind. Dahin. Wir fliegen im Ballon. Wohin? Wo die Sterne sind. Wo die Sterne sind. Lass mal schunkeln. Wohin, dahin, wo die Sterne sind. Wohin, dahin, wo die Sterne sind. Alle! Wohin, dahin, wo die Sterne sind. Wohin, dahin, wo die Sterne sind, dahin. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die super Stimmung hier. Fantastische Atmosphäre. Besser kann es ja nicht sein. Wir fühlen uns super wohl und gerade für solche Momente haben wir natürlich ein passendes Lied dabei, wo ich denke, dass das die meisten Leute kennen. Umso mehr freue ich mich, wenn wir das jetzt zusammen singen. Komm alles, wir fangen schon an und ihr steigt einfach mit ein. Die ganze Welt habe ich gesehen.
Ich wollte nur weg, woanders hin. Ich war jung, hat wenig Geld. Ich wollte wohin, wo es mir gefällt. Angekommen, das bin ich nie. Wusst meistens nicht, was mich so trief. Doch min Sehnsucht wandert dran. Ich glaube, ich fang von vorn an. Liebjecke, seid ihr bereit? Wenn am super schön. Ihr seid großartig! Am Himmel der Sterne tanzen, singet! Der Dom singt Glocke spielt. Ja, dann weiß ich, dass ich daheim bin. Ja, daheim bin, ich am Weg. Eine schöne Fassendorf. Tschüss zusammen! Ja, liebe Freunde, das waren die Klüngelköp. Eine fantastische Gruppe. Und gerade das Lied Stähne zeigt auch, sie sind genau wie die Stähne unter Ballon. Jans Bubbe, angekommen, unsere Klüngelköp. Dreimal von Hetze, Kölle, Klüngelköp, Festkomitee. Herzlichen Dank. Das Alleinstellungsmerkmal im Kölschen Fasteloben sind die Kölner Tanzgruppen. Empfangen wir mit Begeisterung die Hillie, Knechte und Mächte. Sind Stunden in Köln auf der Bühne und brat mich ganz in Fasson mit dem Lied vom Kölsche Jung. La 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 la.
pursten Fasson. Mit dem Lied vom Kölschen Jung, Kornblumenblau, ist der Himmel am herrlichen Rheine. Kornblumenblau sind die Augen der Frauen meine. Darum zwingt Rheinwein, Männer seid schlau, dann seid am Ende auch ihr Kornblumenblau. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind, das sieht selbst der Petrus ein. Er sagt, ich lass gern euch rein. Ihr wart auf Erden schon die reinsten Engelein. Das jedet doch nur bei uns in Köln. Wir dummen Konzerne, Kamelle aus Köln. Wir lassen der Dom in Köln, denn da gehört er hin. Was soll der dann woanders? Das hat doch keine Sinn. Wir lassen der Dom in Köln, denn da ist er zu Hus. Und noch singen alle Platz, mit Herr und Björn im Schuss. Und noch singen alle Platz, wie fair und Björn Schuss. Auf Rücks oder quer, auf Blech oder her, wir lassen nicht vom Fasten her. Auf Rücks oder quer, auf Blech oder her, wir lassen nicht vom Fasten her. Die Traditionstanzgruppe Hilje Knecht und Mechte, dreimal von Hetze, Kölle. Hilje Knecht und Mechte, Westdeutscher Rundfunk. Herzlichen Dank, Martha der Fortgut. Hier ist das Kölner Dreigestirn 2017. Mit dem Bauer und der Jungfrau Gütt. Dann jung und der Stö, jetzt schön rasiert den Winter, bisschen in der Sitzung so. Da Drehe steht, das ist der Clou. Ja, liebe Freunde, hier steht das Kölner Dreigestirn 2017. Ich darf sie euch vorstellen, in der Mitte seine Tollität, Stefan der Erste, Stefan Jung. In Köln am Ring, innen im Dreie stehen, voll Sonne schwing. Davon han ich schon als kleine Fetz so sind, sonst hast du jetzt versöhnt. An seiner rechten Seite das Symbol der Wehrhaftigkeit, der Bauer Andreas Bullisch. Glitsch, Klatsch, Strick, den Track, Flögeraff, der Fodersack, Jöllötsche, Lötrecker,
Ja, und das Hübscheste, das Schönste verwahrt man sich natürlich für den Schluss auf. Ihre Lieblichkeit, die Jungfrau Stefanie Stefan Knepper. Es war eine wundervolle Zeit, diese 6,5 Wochen. Man hört es vielleicht an der Stimme, dass die jetzt auch langsam zu Ende gehen, diese wunderbaren Wochen. Und wir haben euch noch jetzt mitgebracht, das wollen wir euch jetzt vortragen, eine wunderschöne traditionelle Art des Vortrags, wie wir sie im Kölschen Fastelehr in den letzten Jahren nicht mehr so häufig gehört haben. Jetzt muss ich mal gucken, kleiner Bühnenumbau. Der Buhr brauchte Flitsch, Hans Süper der Zweite. Wir drei sind furchtbar talentiert, am Fastelovend interessiert. Unendlich kriegen wir das hin, uns Reihe stehen von Kölle sind. Doch ganz so einfach war das nicht. Nicht jeder spielt direkt damit. Überzeugungsarbeit da und he, Festkomitee. Mir stehen ob kölsche Tradition, so wie auch mancher für uns schon. Besonders stehen mir drei auch he, als Fans voll hinter dem FC. Hallo Herr Spinner. Das trifft sich eigentlich ganz gut, denn beim FC et besser Rot. Da hält's ma jetzt der Ball schön flach. Ritterbach, an dieser Stelle danke mir, uns kräftig unserer Kölschen Schmier. Die han in der Silvesternacht das Jahr ne prima Job gemacht. Doch in Berlin die grüne Jacke, han dort dran wieder jetze Kacke. Was rauchen die bloß für ne Shit? Finsterkit. Die Fernsehsitzung WDR macht's bundesweit für manchem schwer. Drum singen wir die Strophe halt auf Hochdeutsch, dass es jeder schnallt. Wir drei sind nicht, drum stellen wir klar, Kasper, Melchior, Balthasar. Es grüßt euch jetzt hier und daheim, Köln am Rhein. Jetzt trecke mir in Köllerem, ach jing die zick doch niemals Als drei stehen sind wir echt stolz, denn wir drei sind aus kölschem Holz. Doch auch was in der Welt passiert, uns schwer berührt und interessiert. Minsche jedes Jod und schlecht, doch ma viere, jetzt ist recht. Zu später Stunde ein sensationelles Publikum. Und bevor die Stimme jetzt komplett zusammenbricht, lass mal Ausrufe auf unsere tolle Vaterstadt Kolonia, auf unser geliebtes Brauchtumsfest. Dreimal von Hetze, Kölle!
der WDR und Pence. Das Wichtigste ist immer, dass ein Dreigestirn einem in Erinnerung bleibt. Und dieses Dreigestirn wird einem bestimmt in Erinnerung bleiben. Denn Sie haben die Tradition nach vorne gebracht, wieder durch Ihr Krätzchen, ein Bauer, der Ukulele spielt. Wann wird es das nochmal geben? Und nicht nur das, sondern das ist auch ganz wichtig für alle am Fernseher draußen. Ein Dreigestirn macht 400 Aufzüge und nicht nur von Saal zu Saal, sondern sie haben ein wahnsinniges soziales Engagement, engagieren sich bei Kindergärten, bei Blindensitzungen, bei Altensitzungen. Das ist ein ganz wichtiger Kern des Kölschen Fastelovens. Dafür euch herzlichen Dank und ein dreifaches Kölle auf dieses Dreigestirn. Drehen wir von Hetze, Kölle! Kölner Dreigestirn! Festkomitee. Herzlichen Dank, Martha Fotkut. Sehr verehrten Damen und Herren, seit 10 Jahren sind Sie auf den Kölner Bühnen und man kann einfach nur sagen, was ist der Plan? Machen wir jetzt Schingderasser Bumm oder nie mehr Fastelovend? Hier ist Queer Beats! Hallo zusammen, geht's euch gut? Wollt ihr noch ein bisschen feiern? Wir sind Kabinen, das ist schick oder nie? Wir brauchen eure Hände. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. In 20 Jahren will ich jetzt sagen, hätte ich doch damals mitgemacht und nichts bereue, keine Frau. Hück ist ein ganz besonderer Tag, ich geh aufs Ganze, einmal der Held. Die Sterne stehen für eine lange Nacht. Komm mal fliegen, dann kommt die Welt. Und mir hätte auf den Moment gewartet. Oh, 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 hätte, wenn und aber. Oh, 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 ist alles nur Gelaber. Hey, können oder nie, setzt alles auf ein Kart. Hey, können oder nie, als wäre die letzte Nacht. Können oder nie, was du anpackst, wird zu jung. Hey, können oder nie, sing, 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 für Rock'n'Roll. Herzlichen Dank, dass Sie eingeschaltet waren bei der Sitzung des Festkomitees Kölner Karneval in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk. Und wir beide, wir sagen jetzt wird hier weiter gefeiert. Du warst verkleidet als Stereopath, wild am Tanz auf Dinge eine Art. Du warst Köln in jeder Bewegung, es ist so lang her. Wir haben jede Kneipe auf den Kopf gestellt und jeder hätte für Dinge im Laden verzählt. Dann haben wir uns verloren in Getümmel auf alter Markt und ich sag dich jedes Jahr mit der Truppe.